Alle reden, keiner sagt Okay. jetzt. Komm, Jetzt sag redet denen mal. Jetzt redet mir. Hey, schön Hey, bist du da. cheers. Danke dir für die Einladung. Sehr gerne. Freue mich mega. Lange Zeit her. Ja. Willkommen in einer neuen Folge von «Jetzt redet mir». Als Warnung für die Leute, die kein Hochdeutsch gerne haben, wahrscheinlich wird die Folge mega viel Hochdeutsch geredet. Wie kommen wir zu dieser Folge? Ein Freund von uns, ein gemeinsamer Freund, hat eigentlich gesagt, dass du eine mega spannende Geschichte hast und dass das voll für mein Format eigentlich optimal wäre. Wir kennen uns von seiner Hochzeit. Genau. Wir haben uns ja im Barbus mal kennengelernt. Ja. Und dann kam es eins aufs andere. Und da habe ich halt dich kennengelernt, die ganzen Jungs, halt, mit denen ihr groß geworden seid. Ja. Und dann halt den Dicken. Ja. Und ja, so hat sich das Ganze ergeben. Und dann ist ja lange Zeit vergangen und dann haben wir uns nicht gesehen. Und dann bin ich zufällig durch das Reposte Mhm. auf deine Social Media Seite, jetzt redet mir, Ja. drauf gestoßen. Ich fand es irgendwie cool hin und her. Und dann habe ich das Telefon von dem Dicken bekommen. Also hättest du nicht mal auch Lust zu reden. Und ich so, okay, was soll ich dir reden? Ich so, hör zu, du hast eine geile Geschichte, weil er hört gerne meine Geschichten von früher. Ja. Und ich komme auch später dazu, ich habe auch sogar angefangen, ein Buch zu schreiben Okay. über meine Biografie, über mein ganzes Leben, weil es ja nicht allzu einfach gewesen ist. Ja. Aber ich bin noch nicht fertig. Ich bin noch dran. Okay. Ich hatte genug Zeit, erzähle ich dir auch wieso. Ja. Hatte genug Zeit für mich selber, lange Ferien gehabt, Mhm. wo ich Zeit gehabt habe, mir Zeit zu nehmen und natürlich das zu schreiben. Mhm. Mhm. Jetzt ganz kurz. Könntest du es vielleicht auf die andere Seite tun? Weil ich habe letztens gemerkt, dann ist die Tonqualität besser, weil wir eh so reden. Das hätte ich von Anfang an schon Kein sagen Problem. können eigentlich. Tut mir leid. Geboren bist du in Deutschland. Ich bin ursprünglich geboren in Berlin, Mhm. 1980. War sogar Freitag der 13. Musst du dir das vorstellen? Okay. Das ist der Ursprung von allem. Und ich war glaube ich 2 Monate oder 3 Monate alt, bin ich zu meinen Großeltern von meinem Vaters Seite, seine Eltern, nach Serbien Okay. gebracht worden, weil die waren damals mal Gastarbeiter, konnten auf mich nicht aufpassen. Kindergarten war irgendwie kein Thema gewesen, wie auch immer. Und dann bin ich zu Großeltern nach Serbien gebracht Okay. worden. Dort habe ich 10 Jahre lang gelebt. Ja. Habe dann meinen Vater einmal pro Jahr gesehen, wenn er mal in die Ferien kam, so wie es üblich war früher. Okay. Dort habe ich die 4. Klasse beendet und bin dann auf Berlin. 1990 war das genau. Ja. Da hat es angefangen zu krisen, da zu meinem Balkan, der Balkankrieg. Mhm. Fing ja langsam an. Mein Onkel ist einfach, wie soll ich sagen, schulisch begabt, ein sehr intelligenter Mensch und hat das gesehen, okay, du hast keine Zukunft. Ja. Er hat gesagt, komm jetzt nach Berlin, halt ferienhalber. Und bin dann gar nicht mehr zurückgekommen nach Serbien. 4 Jahre lang, bis der Krieg vorbei war. Oh, shit. Okay. Also gerade geblieben und Gerade geblieben, gleich in die 5. Klasse rein, Grundschule, 5., 6. beendet, Oberschule, das heißt bei euch hier, glaube ich, in der Schweiz heißt es SEC. genau. Gibt SEC A, SEC B, da in Berlin heißt es Realschule, da hast du die Realschule, da hast du die Gesamtschule, die Hauptschule ist das Schlechteste und dann ist das Genau. Gymnasium. Genau. Ich war halt in der Realschule und dann fing das Leben so halt an. Ja. Du hast eine Realschule. Genau. Okay. Ich auch. Ich bin ja auch in Deutschland zur Schule. Aber was, wo? Mhm. Oberhausen. Oberhausen. Düsseldorf, Düsseldorf Duisburg, oben. Pott. Ja. Geil. War bis ich 12 war. Nachher sind wir in die Schweiz gekommen. Auch Realschule. Anne Okay. Frank Realschule damals. Anne Frank, ha? Mhm. Meine hieß Max Liebermann. Max Lieber, wer ist es? Keine Ahnung. Also Das ist ein nicht. Schriftsteller. Nein. Weißt du, die Schule hat mich auch nicht. Ich war nicht so der Schule. Ich musste die Schule machen, weil ich sie machen musste. Mein Vater hat immer gesagt, ich habe keinen Bock, dass du auf der Baustelle bist, dich dreckig machst. Ja. Ich will, dass du einen Stift in die Hand nimmst, einen Bürojob machst. Mhm. Und das habe ich auch dann nicht gemacht gehabt. Nach der Schule, wo ich sie beendet habe, die Realschule, habe ich eine gymnasiale Oberstufenempfehlung bekommen, Gymnasium, weil ich so, komm, Schule fertig. Da habe ich trotzdem angefangen, eine Fachoberschule im Schwerpunkt Wirtschaft, Mhm. in Berlin auch. Die habe ich dann vorzeitig beziehungsweise beendet, Okay. beziehungsweise nicht beendet. Bin da einfach rausgegangen, aufgrund von Familiengründen, um Vater zu helfen auf der Baustelle. Ja. Bin auch in der Zwischenzeit
bin auch danach, nachdem er wirklich wieder auf die Beine stand, mein Vater war mal früher sehr erfolgreich im Bauwesen. Okay. Er war ein Riesenzocker. Ja, also Ja, ja, Casino. ja, nicht Casino, das war so. Früher gab es keine Casinos. Früher hast du so in der Kneipe so die Hinterbude gehabt und dann hast da Omaha gespielt, Poker. Ah, okay, Und okay. Barbut, 7-Eleven. Okay, ja. Das war Ja, das Spiel früher. okay. Roulette und so Kindergarten, was die heute spielen, Ja. war es nicht so. Und dann hat das Grounding gehabt, nachdem Großvater gestorben ist, sein Vater. Mhm. Und was machen wir hin und her? Und ich so, ey, komm, gehen wir wieder auf die Baustelle arbeiten, ich beende meine Schule. Ja. Ich habe wirklich von null wieder angefangen. Alten Opel Ascona gekauft, den erinnere ich mich noch. Der hat 500 Mark gekostet. Ja. Ich erinnere mich wie heute, wir hatten eine Baustelle in Hamburg gehabt, haben geschlafen auf der Reeperbahn. Oh, ja, sicher eine wilde Zeit. Ja, Mann, wirklich ein knappes Jahr. Wir sind jeden Sonntag morgens um 3 losgefahren, auf der Baustelle um 6, haben in einer, wie soll ich sagen, Bude, man nennt es Bude in Deutschland, das ist so ein Container. Ja. Dort haben wir gepennt, Konservendosen gegessen, alles Würste, man, ein ganzes Jahr lang. Boah. Haben für 10 Mark die Stunde gearbeitet, damit er auf die Beine kommt. Er und ich alleine, ich als Hilfsarbeiter, er als Spezialist, Trockenbau. Ja. Und dann haben wir das gemacht. Und Freitag wieder nach Hause, am Wochenende war ich tot. Wenn ich Zeit hatte für Kollegen, Freunde, Freundinnen, dann war es das. Wenn nicht, dann tot. Wie alt warst du da? 17. Also Riesenverantwortung eigentlich mit 17. 17 war ich. Ich muss Papa helfen, sonst ist es so Existenz aus. Es war schon Existenz aus. Wir Ja. konnten auch keine Miete zahlen. Stiefmutter hat zwar gearbeitet, normal auf der Gemeinde, aber wir konnten keine Miete zahlen. Okay. Die Schwester war auch noch da, die war auch noch relativ klein, musste auch verpflegen und ich sage, komm, wir gehen nochmal arbeiten, scheiß drauf, wir kommen von vorn, weil alle haben ihn im Stich gelassen. Okay. Es waren alles, Anführungsstriche, Freunde, aber waren auch keine Freunde, Ja. weil als das Grounding da war, wo wirklich null, wirklich wo auf dem Boden lag, habe ich gesagt, komm, wir schaffen das wieder. Und dann sind wir Krass ein Jahr lang eigentlich. arbeiten gegangen Ja. und dann bin ich ausgezogen nach einem Jahr, Bro. Allein. Ich bin alleine ausgezogen von heute auf morgen. Stiefmutter war das Problem hin und her. Dann habe ich nicht mehr können. Dann habe ich gesagt, okay, ist in Ordnung. Wir sind beide arbeiten gegangen. Vater stand auf dem Bein, hat dann wieder in Berlin gearbeitet. Ging es ihm relativ gut. Ich so, okay, sensationell. Von heute auf morgen nur mein Bett, meine Sachen, persönliche Sachen, Schlüssel auf den Tisch gelegt, Tür zugemacht und bin nie wieder nach Hause gekommen. Da wussten sie auch nicht, wo ich 3, 4 Monate alt war. Also wo ich unterwegs war. Aha. Und dann habe ich so nebenbei gearbeitet und dann habe ich mich irgendwann, habe ich die Schule wieder angefangen, Mhm. habe ich gesehen, das ist auch wieder nichts für mich. Dann habe ich gesagt, ey komm, bewirb dich bei der Polizei. Oh, jetzt frage ich mich, wie kommt der Gedanke zustande, geh doch zur Polizei. Ist es so ein sehr sicherer Job? Arbeitest du für den Staat oder? Nein, es war nicht ein sicherer Job, ich habe einen geilen Nachnamen. Ich Mhm. weiß nicht, ob du es weißt, Ja, vielleicht. ja, mächtiger Nachname. Sehr mächtig. Der hat mit mir gar nichts zu tun. Ich habe mit dem Namen eigentlich gar nichts zu tun. Wir sind alles reinrassige Jugos. Okay, okay. Und der Stiefonkel von mir, Ja. von meiner Stiefmutter, der Bruder, Mhm. der ist Bulle gewesen. Okay. Und wir hatten immer sehr guten Kontakt. Und er sagt zu mir, ey, Enis, geh doch mal, mach doch mal, bewirb dich doch mal. Ich so, nein, Mann, also bewirb dich, ist sehr gut für die Zukunft, du mit deinem Namen. Ich so, ich bin ja bei Jugo, also du heißt Kaiser, Mann. Okay. Und dann habe ich mich beworben und tatsächlich haben sie mich zum Eigentest eingeladen. Bababab ging relativ schnell, Brief bekommen, hat in der Zwischenzeit eure eigene Wohnung gehabt, Mhm. auch wieder Kontakt mit dem Daddy und so und da haben sie mich wirklich angenommen, Alter. Denkst du wegen Nachnamen? Keine Ahnung, Mann. Also eigentlich positiver Rassismus sozusagen. Ich sag dir mal so die Vorgeschichte. Ich habe ja, wie ich überhaupt zu dem Namen gekommen bin, meine Mutter, meine leibliche Mutter, biologische Mutter, die mich geboren hat, sie war dazu mal mit einem Deutschen verheiratet. Okay, Der Typ hieß Kaiser. Sie war in der Scheidung. okay. Hat meinen Vater kennengelernt, ist schwanger geworden, war aber in der Scheidung, ich bin geboren. Und nach dem deutschen Recht damals ist es so, dass das Kind den Namen der Mutter bekommt. Das heißt, die erste Geburtsurkunde lautet auf Kaiser Enis. Okay. Und so ist geblieben. Ja. Natürlich hat sich scheiden lassen, haben wir umgeändert natürlich. Dann hieß ich, wie es wirklich heißt, Vatic. Okay. Und dann so hieß ich lange, 16, 17 Jahre lang. 16 Jahre. Und dann, wo es dann zur Einbürgerung kam, haben die Deutschen gesagt, alles klar, wenn du die deutsche Staatsbürgerschaft haben möchtest, musst du den Namen Kaiser nehmen.
Und Okay. ich so, dann will ich nicht. Und mein Vater so, nimm den, ist doch scheißegal, das ist nur der Name, der wird dir Vorteile im Leben bringen und. Mhm. Besser als ich, du kennst ja den Scheiß, ja, so Klar, ja. hin und her und so ist es entstanden. Aber warum wolltest du nicht? Ich habe mit dem Namen nichts zu tun Okay, gehabt, keine darum. Verbindung gehabt. Okay. Ja, verstehe ich. Da habe ich auch das erste Mal meine Mutter kennengelernt. Mit 16. Du hast mit 16, ich wollte jetzt noch fragen, eben, du warst mit dem Vater, und wo war die Mutter? Keine Ahnung. Okay, Keine Ahnung. Sie musste anwesend sein, weil ich war ja noch minderjährig. ja. Sie musste dann unterschreiben und ja, da war sie da plötzlich. Da standen wir. Begegnung, okay. Ich wusste schon, wie sie aussieht, von Fotos her. Mhm. Aber nie so die Bindung gehabt. Was macht das emotional mit einem? Nichts. Nichts? Nichts, weil für mich ist meine Mutter meine Großmutter. Klar, ja. Und mein Vater ist mein Großvater. Das wissen alle in der Familie. Mhm. Und deswegen keine Bindung gehabt. Wir haben dann später miteinander Kontakt gehabt, auch ganz interessante Sache, weil meine Freundin dazu mal, ihr Vater und sie sind zusammen in Bosnien zur Schule gegangen. Okay. Und sie hat sie regelmäßig besucht und hat erzählt, ich habe einen Sohn, der heißt Enis, hin und her, ich habe ihn sehr lange nicht gesehen, hin und her. Und sie so, ey komm, ich glaube, das bist du, oder? Weil sie wusste ja nicht davon. Ich so, okay. Ich so, meinst du? Sie so, ja, ruf sie mal an. Ich so, nein. Sie so, ruf sie mal an, das bist du doch du, Mann. Ich habe sie mal verheimlicht. Mhm. Ich so, komm, ich ruf sie mal an. Dann habe ich wirklich das Telefon in der Hand genommen. Ich habe eine Halbschwester aus ihrer ersten Ehe. Mhm. Da habe ich sie angerufen. Ich so, hi, ciao, wie geht's dir und so. Aber dieses, wie du sagst, dieses emotionale, dieses Mama oder auszusprechen, war für mich schwierig. Ja, das glaube ich dir. Das wusste sie aber auch. Ja. Das habe ich ihr von vornherein gesagt. Dann haben wir uns getroffen, so fing die Beziehung dann an. Mhm. Langsam. Und dann hat sich. Ja, ich stelle mir auch vor, also ich finde auch, weißt du, Mutter, Vater, nenne ich nicht die Person, die mich auf die Welt geschissen hat, sage ich mal. Das Richtig. kann jeder. Das kann jeder. Also sorry, Papa werden heutzutage kann der größte Idiot. Mutter werden kann auch jeder. Aber wer für dich da ist, wer für dich eine Mama ist, ein Papa Ja. ist, auf das kommt es an, finde ich. Ich bin selber Vater und ich sehe es ja selber. Ich meine, kein 16 Jahre. Und ich habe mich immer hinterfragt, ich habe sie nie gefragt. Mhm. Aber ich tue mich selber so hinterfragen, es kann mir doch keiner auf der Welt verbieten, mein Kind sehen zu wollen. Genau. Hunderte Ex-Frauen, hunderte Millionen, egal. Das höchste Gericht kann mir es nicht verbieten. Genau. Es gibt immer eine Möglichkeit. Klar. Und du hättest davon mitbekommen. Also auch wenn es nicht geklappt hat, du hättest mitbekommen, dass sie dich sehen möchte. Auf irgendeine Art und Weise. Ja, wie ich im Nachhinein eine Fahne habe von meiner Großmutter, wir haben ja viel geredet. Mhm. Meine Großmutter war ein Fan von ihr. Okay. Sie sagte immer, das ist die Frau gewesen, die dein Vater gehabt hat. Mhm. Aber dein Vater ist halt so der Ficker gewesen, sorry, ich muss es so Okay. sagen. Okay. Der Ficker Ich darf gewesen, alles sagen. der ein paar Mal geheiratet hat und so. Und Okay. wir sind ja verschiedene Geschwister und einen kenne ich nicht und die andere kenne ich. Verstehst du, was ich meine? Okay. Eben. Verzwickt ein bisschen. Ja, Mann, ich habe ja, was habe ich? 4 insgesamt. Mit mir sind wir 5. Okay. Oder? Ja, mit mir sind wir 5. Aus der ersten Ehe von meiner Mutter, Schwester, die ist 4 Jahre älter. Dann habe ich eine Schwester, sie ist 8 Jahre jünger. Dann habe ich noch eine Schwester, sie ist 12 Jahre jünger. Mhm. Und dann habe ich einen Bruder, der ist 1 Jahr jünger. Der war so ein Seitensprung von meinem Daddy. Keine Ahnung, frag mich nicht. Okay. Aber so das Bedürfnis, irgendwie in Kontakt mit denen zu Doch, treten? habe ich inzwischen, also schon lange schon. Mit der letzten, mit der jüngsten, die habe ich ja großgezogen selber. Mhm. Die war sehr gebunden, die andere lebt in Serbien. Da haben wir auch regelmäßigen Kontakt. Nur der Bruder, der wollte keinen Kontakt haben. Okay. Da habe ich den Kontakt gesucht, der wollte keinen Kontakt haben. Der ist so von der schiefen Bahn auf die schiefe Bahn irgendwie ist er gekommen und da habe Okay. ich gesagt, okay, Du, jeder deswegen will ich es nicht und so. Ich habe es Genau. angeboten und ja. Ja, muss sein. Vielleicht kommt er selber irgendwann auf die Idee. Ich meine, ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre alt, aber ich sage immer wieder, das Leben ist zu kurz, Mann. Mhm. Bro, das Leben ist zu kurz. Ist so, Heute ja. bist du da, morgen bist du nicht da. Genau. Du weißt nicht, was die Nacht gibt. Ist so, ja. Und ich versuche immer, die Zeit so qualitativ wie gut zu verbringen. Ja. Immer das Lächeln, immer mit Humor. Und wenn ich das Wort, du hast letztens geile Folge gehabt, Stress. Hast du Mhm. Stress gehabt, oder? Weil irgendwas mit Stress war das. Mhm. Was ist Stress? Mhm. Das ist für mich nur eine Einbildung. Ja, ist so. Und für mich habe ich das ganze Negative distanziert. Erzähle ich dir auch natürlich, warum ich das distanziert habe. Ja, ist so. Du weißt nie, wenn sich unsere Wege trennen, sehen wir uns wieder, sehen wir uns nicht. Also Darum sicher sehen wir uns, Mann. Ich meine, es hat ja irgendwo was gebraucht. Ich sage, alles passiert mit einem guten Grund. Mhm.
Und es gibt so, man sagt, es ist Zufälle, Zufälle gibt es nicht. Das ist Mhm. programmiert, dass wir uns beide hören, dass der Dicke uns zusammen verbindet. Ey, Dicker, danke, dass der, dass er uns verbunden hat, dass wir die Möglichkeit haben, wieder zusammenzusitzen, Mhm. auch weil ich es geil finde, was du machst. Dankeschön. Danke. Ich wollte wie sagen, man weiß ja nicht, wenn wir hier rausgehen, keine Ahnung, ob ich irgendwie in einen Autounfall gerate Bro. und tot bin. Darum finde ich, wie jeden Kontakt solltest du mit einem positiven Gefühl vollenden. Also, dass wir nicht in Streit auseinandergehen. Eben, du weißt nie, es gibt immer Ja. 1000 Facetten und dann ist es vorbei und dann trauerst du und dann sagst du, ach Scheiße, hätte ich doch nicht gestritten mit der Person. Jetzt ist die tot, jetzt kann ich mich nicht mehr entschuldigen oder was auch immer. Das Leben ist zu kurz Das einfach. ist zu kurz. Ist viel zu kurz. Es brennt mir unter den Fingernägeln. Erzähl, frag. Okay, das heißt, das war mit deiner Mutter, das hat nicht so für dich gematcht Nein, oder gepasst? es hat nicht so gepasst. Aber ich habe den Kontakt wieder aufgenommen und dann haben wir wieder normalen Kontakt gehabt. Ähm, sie, sie hat das Problem gehabt mit sich selber, ich glaube psychisch, Okay, weil sie sehr viel getrunken hat. okay, Deshalb bin ich ganz allergisch auf Alkohol. ja, Ganz allergisch auf Alkohol. Und dann habe ich 2000, das erinnere ich mich noch. Wir hatten sehr guten Kontakt und dann war ich ja in der Schweiz und so weiter. Wir hatten super und dann, genau wie ich in die Schweiz überhaupt gekommen bin, genau, das wie ist die kam's Frage. dazu, ja? Ich habe meine Ausbildung fertig gemacht, beziehungsweise ich habe während der Ausbildung meine Ex-Frau kennengelernt. Also die Polizistenausbildung. Ja, genau. Mhm. Sie hat ja in der Schweiz gelebt. Okay, Wir sind zusammen aber in der Grundschule gewesen in Serbien. ja, das war die, ja. Und dann haben wir uns mal wieder gesehen und so hin und her, Techtel, Mechtel, alles klar, ciao, ciao. Und dann hat so gefunkt im 2003. Und dann haben wir im 2003 sind wir zusammengekommen und sie so, ich lebe in der Schweiz. Ich so, okay, easy. Was die Liebe so gibt, was Gott so gibt, wenn es wieder ergibt sich nicht, dann bin ich ja wirklich viel hier hin und her. Alle 2, 3 Wochen bin ich da übers Wochenende hier. Hab's gesehen, ich so, ey, geile Stadt und so. Sie hat einen sehr, sehr guten Job gehabt dazu mal. War stabil. Ich habe gearbeitet als Polizist in der Ausbildung, wo du einen Lohn gehabt hast von 1000 Euro, Mann. Okay, ist es gut für Deutschverhältnisse? Für Ausbildung, Ja, top, ja, top. okay, Hatte so meine 1200 Euro, glaube ich, gehabt. Eine Wohnung, Einzimmerwohnung war für mich top. So zum Schlafen einfach für 198 Euro. ah ja, ne. Und dann easy. Und dann, ich habe gelebt einfach. Mhm. Schon damals. Und dann haben wir uns, dann war ich ja, das war das Geilste, bin ich ja wirklich hin und her. Und das letzte Mal, wo ich hier war, war ungefähr, ich glaube, war März. Die Mhm. Ausbildung war fertig. Ich war im März 2004 da. Hatte beziehungsweise einen Rückflug, schon alles Ticket und sollte fliegen. Es war ein Sonntag, glaube ich. Dann haben wir gesessen hin und her und ich so, was machen wir eigentlich mit uns? Ich so, wollen wir heiraten oder nicht? Weil sie ist ja auch, kam aus einem strengen Hause, muslimisch und so hin und her, die Eltern so ein bisschen streng. Ich so, wie sieht's aus, wollen wir heiraten? Sie so, ja. Ich so, okay, geh mal zu deinen Eltern. Und die Eltern hatten so einen Garten in Dings oben in Hingerberg, bei Weit. Okay, Ich so, kennen wir. Sind wir da gegangen? Ich so, ja, so. Die haben uns entschieden, weil die kannten mich ja. Wir haben entschieden. Er so, okay. Also dann bleib einfach da, dann heiratet ihr nach dem Schariat in der genau, Moschee und so gut ist es. Ich so, alles klar, Ticket genommen, weggeschmissen, das war's, da bin ich blieb. okay, okay, und bereit? Ah, nein, Nicht, ne? nein. Ich habe ja, das ist eine Erfahrung. Ich sage immer, bereuen darfst du im Leben gar nichts. Ja, Das ist alles eine Erfahrung, was du im Leben mitnimmst und alles eine Prüfung von Gott. mhm. Und mit jeder Prüfung sollst du Gott dankbar sein. Mhm. Ob es positiv oder negativ ist. Egal für was. Mhm. Und wir haben geheiratet dann im 2004. Gleich. Im Sommer haben wir die Hochzeit gemacht. Ja. Und dort ist meine leibliche Mutter auch nicht gekommen. Okay, trotz Einladung. Trotz Einladung. Wir hatten normal hin und her. Sie hat alles bezahlt bekommen, dass mein Onkel sie abholt. Die Onkels aus Berlin hin und her. Da ist sie nicht gekommen. Da ist auch mein Vater auch nicht gekommen. Weil er war natürlich auf mich pisst, warum ich einfach Berlin verlassen habe. Mhm. Alte Tradition hätte ich fragen müssen, ey Papa, ist es in Ordnung, wenn ich in die Schweiz Ja, gehe, ich genau. heirate, hin und her. Und dann bin ich in die Schweiz, 2004, bin ich da geblieben, geheiratet. Und ja, so fing das Leben an. Jobmäßig, was mache ich? Hab Türsteherei gemacht. Was? Türsteherei Ah, steht. im alten Zoo-Club. War ja früher, das ist zu meiner Zeit gewesen, neben dem Rathaus. Kenn Ja, ich gar nicht. Zoo-Club, ganz krasser Club gewesen. Okay. Was für Musikrichtung? Hip-Hop, Hip-Hop. R&B und so weiter. Okay, geil. Und dann habe ich im Türsteherei gemacht, im
am Flughafen hat es ja Dings gehabt. Das Alpenrock, hieß es Alpenrock? Alpenrock, genau. Genau. Ach, stimmt, ja. Ja, Schon Sonntag war sehr bekannt. Ja. Dort gearbeitet und dann habe ich mich nebenbei so ein Callcenter beworben, einfach für Telekommunikation. Und Mhm. dann fing es so an. Und dann nach einem Jahr war ein Inserat, 20 Minuten bei einer Brokerfirma im Marketing, Finanzen. Und ich so, okay, komm, scheiß drauf, bewirb dich. Weil ich habe wirklich gerne gearbeitet. Mhm. Als Türsteher war auch so Personenschutz beziehungsweise so Begleiter für so einen Reichen gewesen, da im Aargauhause, Mhm. wo ich da unterwegs mit ihm war und so weiter, im Auto, wo ich gefahren bin und so weiter. War okay, war gut bezahlt. Aber da bist du wirklich 24 Stunden, Mhm. musst du verfügbar sein. Ja. Und 2005, ich bin ja gerne immer um den See rumgefahren. Okay. Goldküste bis Rapperswil wieder zurück und habe mir gerne die Hütten immer geil angeguckt und so fand ich immer so voll. Hat mich total imponiert. Mhm. Sind auch krasse Häuser da. Und früher hat es eine geile Bar gehabt, die heißt heute Strozzis Mhm. in Herliberg. Hieß Okay. früher Bermudas. Da haben Berliner Jungs drin gearbeitet. Die Okay. habe ich mal gekannt. Die kannte ich mal. Und dann war es 2005, habe angefangen zu arbeiten bei der Brokerfirma im Marketingbereich, Finanzen, Börse, Futures, Commodities, hin und her. Und da habe ich das erste Mal Blut geleckt. Da habe ich das erste Mal Blut geleckt. Und saß so irgendwie in Bermuda, saß ich am See, mein Latte Macchiato, erinnere ich mich wie heute, getrunken, schönes Wetter. Und hat mir gesagt, okay, Anis, du bist jetzt 25, bis 30 will ich Millionär sein, meine eigene Hütte, meine Firma, Familienvater und alles haben, was ich will. Ich bin 30 geworden, hat alles. Hat geklappt. Alles. Wie? Das ist eine sehr gute Frage jetzt. Also angefangen als in der Brokerfirma. Erstmal war ich im Marketing, war geil, so Telefonie ist einfach Telekommunikation, einfach der Sales Okay. Consultant. Akquirierst verbunden mit für IMT Futures Limited in London, das ist ein Brokerkonto, wo eröffnet wird für den Kunden, dann tun die im Consulting mit ihm handeln. Okay. Nach einem Jahr haben sie mich befördert, wirklich, weil ich gute Umsätze gemacht habe und gesagt, okay, du bist jetzt selber Händler. Okay. Da habe ich Kunden bekommen, die hatten einen riesen Marketingbereich in Wien unten mit 35 Mann, die haben Massaker angerichtet. Okay. Wirklich aller Wolf of Wall Street Style. Okay, okay. Und dann haben die angefangen zu telefoniert und wir haben immer jeden Tag Kunden bekommen und mit denen gehandelt. Es war eine sehr, sehr schwierige Zeit, Bro, für mich. Sehr, sehr schwierige Zeit. Aus dem Grunde, weil den Beruf kannst du nicht nüchtern machen. Okay. Kannst du nicht nüchtern machen. Ich sag's dir so, ich sag's jedem Einzelnen, habe ich immer gesagt, ich habe 365 Tage außer Wochenende habe ich getrunken. Ich bin morgen schon mit Intus, mit 2, 3 Smirnoff, damit ich Intus habe, damit ich dem Kunden ein Troubleshooting machen kann, den Verlust innebuttern kann. Ich sage, okay, er hat so, wir haben gestern 20.000 verloren. Du bist nachschusspflichtig. Okay. Margin Call. Du musst nachschießen, wir brauchen wieder Geld, damit wir handeln können, sonst hast du alles verloren. Okay, obwohl du eigentlich also deine Historie, deine Vergangenheit, du Alkoholabscheid hast, Ja. aufgrund der Mutter. Ja, genau. Hast du das wie benutzt oder gebraucht, um Ich konnte nicht. die Scham, die man hat Genau. okay, so Ich zu ertränken? konnte nicht. Okay. Es war so Gewohnheit plötzlich gewesen. Ja. Es gab sicher Tage, wo ich nicht getrunken habe, aber so morgens so, kommst du vor dem Büro, Coop, 2, 3 Smirnoff, ein Okay. Gipfeli, dann sitzt du auf der Brücke unten bei Tiefenbrunn, Mhm. hockst du, Büro war im Seefeld, Mhm. kurz ins Büro rein, Computer angemacht, Dow Jones, DAX, S&P, Gold, alles Würste und dann sagst du, okay, alles klar, was machen wir heute? Kunden, Links aufgemacht, Dateien geschaut, okay, alles klar, wir telefonieren jetzt. Okay. Wir brauchen Geld. Kommissionen generieren für die Firma. Okay. Das habe ich 1 Jahr lang gemacht. Großmutter ist sehr schwach, Gott sei Dank ist sie schwer krank geworden in Serbien unten. Cousine ruft mich an, sagt, ey, ob sie es schafft, wissen wir nicht. Ich so zu der Firma, ich so, ich muss gehen, es war kurz vor Weihnachten. Ich komme so um den 27. zurück, weil die Börse hat ja nonstop auf. Mhm. Okay, alles klar. Ich bin runter dann, hab gewartet, bis ich aus dem Spital raus ist und habe extra angerufen. Ich sage, hey Jungs, ich komme einen Tag zu spät, ich warte nur, ich muss jetzt zum Spital, weil sie ist alleine. Großvater ist gestorben, sie war wirklich mental super, aber körperlich nicht mehr so fit, weil sie auch schon
Ende 80er. Okay, ist ja Schon alt. normal dann. Ja. Ja. Dann bin ich zurück und dann fing das Mobbing an. Fing wirklich wörtlich das Mobbing an. Die haben mir keine Kunden mehr keine Kunden mehr zugeteilt. Die haben mir meine Kunden weggenommen. Ich musste selber Kunden wieder akquirieren, hin und her. Und dann saß ich so mit meiner Ex-Frau dazu mal im Basilika, kennst du ja noch, Ja, oder? ja, Saßen sicher. wir so zum Kaffee und ich so, ich mach das nicht mehr. Ich so, was? Ich so, ich mach das nicht mehr. Ich scheiße auf das Geld. Mhm. Ich scheiße auf das Geld, wir haben gut verdient. Ich so, meine Gesundheit leidet drunter. Ich habe angefangen zu trinken. Ich so, ich habe schon normal getrunken, aber jetzt so übertrieben in Ausmaßen nicht. Und ich so, ich mach das nicht mehr. Ich so, dann hör auf. Ich so, hingegangen ins Büro, nach der Mittagspause. Ich so, Jungs, fertig das Chapter. Ja, aber ich so, fertig. Sense aus, ciao, aus, Amen. Bin gegangen und dann habe ich gar nichts gemacht. Habe ich erstmal RAF. War cool, RAF konntest du ja, glaube ich, 720 Tage, 2 Jahre. Habe ich auch nicht so lange gebraucht. Habe dann irgendwie ein Dreivierteljahr das gemacht. Mhm. Und dann habe ich bei DHL gearbeitet, Bro. Okay. Ich fand das total cool, Mann. Also DHL als Fahrer, als Paketeverlieferer. aber jetzt ganz kurz, du warst in der Firma und hast dich dumm und dämlich verdient, kann man sagen. 5-stellig, ja. 5-stellig hast du Jeden monatlich Monat, jeden verdient. Monat. Und dann hörst du auf und dann bist du beim RAF. In dieser Zeit, wo du beim RAF warst oder vielleicht auch jetzt beim DHL gearbeitet hast, kam nicht mal so der Gedanke, Alter, wieso habe ich diesen 5-stelligen Betrag weggeschmissen? Oder war es immer so der Überzeugung, scheiß drauf? Also, weißt du, War für mich scheiß drauf. okay, okay. So War für deine mich scheiß Gesundheit drauf. war dir War für viel mich ist auch wichtiger. das so, weil ich habe die Qualität des Lebens woanders draufgelegt, anstatt auf das Geld. Okay, okay, sehr schön, ja. Okay. Da habe ich bei DHL gearbeitet, so 5 Monate lang. War coole Zeit. Ja, War geile Zeit, war easy peasy, wirklich geile Zeit. Ich hatte eine geile Tour bekommen ja. von einem sehr guten Bekannten, Freund. Und ich bin morgens hin um 6, Klärstraße im Kreis 4, Mhm. in Klärs, rein diese kleine O-Ringe und sowas Genau, so verkaufen. Schmuckladen. Wieder zurück und dann mit dem Auto dann auf Ebikon, dort eingeladen. Da hatte ich Zeit, dann habe ich so 2, 3 Stunden gepennt. Dann wieder auf Greifensee, wieder zurück. Und so habe ich das Beste halt Leben. wirklich. Und auf Deutsch gesagt, fürs Nichts tun Kohle verdienen. Ja, Auf Deutsch gesagt. ja. Und dann kam die Zeit, wo ich dann gesagt habe, okay, jetzt wird es wieder Zeit, Finanzen. Mhm. Weil ich hatte ein Ziel, ich hatte eine Vision, ich hatte das Ziel gehabt, bis 30, es war für mich, das muss. Ja. Und dann habe ich bei einer Vermögensberatung angefangen zu arbeiten, 2 Monate lang. Habe ich gemerkt, ich so, was ist das für ein Scheiß, Mann, Alter. Erstens, die Leute fucken mich richtig ab und Mhm. ich so, ich will das nicht. Dort habe ich meinen Geschäftspartner kennengelernt. Und dann ist er gegangen und ich bin mit der Freundin in die Ferien. Dann ruft er mich an, er so, hättest du nicht Lust? Ich so, ja. Ich so, dazu, aber ich brauche das Fixum, weil eigentlich in der Branche arbeitest du eigentlich vorwiegend zu 90% immer auf Provision. Mhm. So gib mir das Fixum 3 Monate lang, gut ist es. Dann haben wir dort angefangen zu arbeiten, in der Löwenstraße, Okay. zentral, vis-à-vis vom Astra, Ja. angefangen zu arbeiten. Dort habe ich meinen zweiten Geschäftspartner kennengelernt. Und dann ist die Firma dazu mal grounded. Sind wir weg von dort, sind wir auf der Twil im Bad. Mhm. Dort haben wir über ein also ist ein sehr, sehr guter Mensch. Ich bin ihm wirklich sehr, sehr dankbar heute noch, dass er uns die Chance gegeben hat. Ich denke, der ist ungefähr um die 150 Millionen schwer. Schmeckt. Sehr guter Typ. Hat Domizil in Monaco, lebt da, macht seine Sachen, ist ein sehr erfolgreicher Mann, wirklich auch bodenständig, aber streng. Das habe ich immer geliebt und direkt. Mhm. Ein riesen Motherfucker. Okay. Und der hat uns das Projekt gegeben, wir haben angefangen zu dritt, da waren noch andere Leute und dann haben wir gemerkt, okay, ich sage, so, wir können wollen wir es alleine mal aufstarten. Dann haben wir gesagt, okay, starten wir das Scheiß alleine. Dann haben wir das Büro gehabt in der Hartumstraße. Mhm. Marazzi Losinger kennt man, das ist eine Baufirma, ist eine riesen Baufirma in der Okay. Schweiz. Oben 15 Quadratmeter, 3 Tische, Internetanschluss, 3 Telefone, wir zu dritt. Haben eine Firma dann gegründet über diesen Typen, den Reichen, er hat alles vorgeschossen. Mhm. Und wir haben gesagt, hör zu, wir haben kein Geld, das zurückzuzahlen. Er hat sogar kein Problem. Ich gründe die Firma, aber ihr verkauft mein Produkt. Ihr vermittelt mein Produkt. Okay. Das heißt Private Equity. Private Beteiligung. Mhm. Startup Fundraising. Da haben wir zu dritt wirklich angefangen. Morgens getroffen um 9, Kaffee getrunken um 10, 10 bis 12, 12 bis 2 Pause, 2 bis 4 gearbeitet. Aber diese 2 Stunden killen. Da gab es kein Handy, egal, nur der Tod. Ja.
Und so fing es langsam an. Bababab. Ich bin Vater geworden in diesem Jahr, Okay. 2009 Ja. ist der Sohn geboren. Und dann kam, mit seiner Geburt kam wirklich alles. Bam. Dann haben wir das Büro, 184 Quadratmeter in Gladburg gehabt, wo Schmoll AG, kennst du vielleicht? Nee. Schmoll AG, Bentley, Lamborghini Center, Aston Okay. Martin. Das ist die Familie Kamps aus Deutschland, ein Riesenunternehmen, Multimillionär, oben eingenommen. Er sagt, okay, ihr dürft das Büro übernehmen, aber mit der kompletten Infrastruktur. Okay. Und ich so, Okay. wir haben kein Geld dafür und das waren alles diese abgefuckten USM-Möbel. Der Stuhl, du sitzt auf dem Stuhl von 2000 Stutz und hin und her, Okay. du hast ein Sitzungszimmer, hast du mit 12 Stühlen und jeder Stuhl kostet das Mehl voll. Und ich so, ey, dazu, wir haben kein Geld, er ist sogar kein Problem. Ja, wir einigen uns auf einen Preis. Auf komplette Infrastruktur, alles drumherum 100.000. Mit den Jungs gesessen, ich so, Jungs, komm, wir machen das in Raten, scheiß drauf. Sage ihm 1,5 Jahre. Und er so einverstanden. Sind wir rein und dann Kevin. Hat sich schnell rumgesprochen, wir hatten ein geiles Projekt gehabt. Plötzlich waren wir in 15 Mann, Alter, 15 Angestellte. Plus wir 3. Dann ging es los. Das ist Private Equity. Genau. Ja. Das war wirklich Wolf of Wall Street. Ja. Tische, Bildschirme, Leiter, Kabeln. Wirklich so, wirklich so. Und wie alt warst du dazu mal? 29. Okay. Und 30 wurde ich und dann war das so, das, was ich auf dem Konto sehen wollte. Okay. Dann habe ich das Haus angefangen zu bauen in Ottelfingen. Ja. Ja, hatte meine eigene Firma, wurde Vater, Millionär, Kohle, Autos. Leben hat geschmeckt. Weißt du, ich lass Revue passieren. Mhm. Jetzt. So ein paar Mal reden. Wie ist es so? Es ist nur ein Papier. Mhm. Bro, es ist nur ein scheiß Papier. Für manche ist es alles auf der Welt. Aber was ist alles? Mhm. Damit erleichterst du dir gewisse Sachen im Leben. Machst dir einfacher, du kannst reisen, du kannst dies, das. Mit dem Papier hast du auch viele Parasiten. Mhm. Plötzlich hast du Freunde, die nie Freunde waren. Ja. Plötzlich sind Familienmitglieder, von denen du nie was gehört hast. Mhm. Und da ging es gut, ging's lange gut. Und dann kam die Scheidung, Bro. Die Trennung 2012. Aber aus dem Nichts oder hat es einen Grund gehabt? Neues Grund, wir haben uns nicht mehr verstanden. Okay. Der zweite Sohn ist zur Welt gekommen dazu mal. Okay. Wir kamen auch nicht miteinander mehr klar. Wir haben uns auseinandergelebt Okay. und emotionale Ebene war immer noch da. Wir waren ja schließlich 9 Jahre zusammen, Ja. 8 Jahre verheiratet. Aber es hat auch nicht vorne und hinten nicht mehr funktioniert. Okay. Hat auch nicht mehr funktioniert. Und da war so die Zeit für mich, so, wo ich gesagt habe, okay, ich bin von heute auf morgen bin ich aus dem Haus ausgezogen. Habe gesagt, behalte alles. Okay. Autos, alles dies. Also wirklich Autos dazu mal, wenn ich sage Autos, sind Autos, Uhren. Also für mich, ich wusste gar nicht, welche Uhr ich heute tragen sollte. Heute war es Okay. die AP, gestern war es die Rolex, Cartier, keine Ahnung, wie die alle Uhren hießen. Weißt du? Das war so dazu mal so must to have. Ja. Brauchst eine Uhr. Der Kirin hat eine geile Rolex, ich musste auch eine Rolex Ja, haben. ja. Der Markus hat eine, ich muss die auch tragen. Genau. Und Autos, ja, über Panamera, Ferrari und alles, Lamborghini, Range und hin und her. Alles. Und dann irgendwann habe ich ein Jahr später meine jetzige Frau kennengelernt. Sie war dazu mal nur ein Kollege von mir. Für Mhm. mich war die schwierige Zeit natürlich, ich habe meine Kinder alleine gelassen, weil ich Klar. bin ja sehr, sehr verbunden mit denen. Mhm. Das war für mich so die schwierigste Zeit. Da war natürlich mit Sachen, wo ich mich im Haus nicht nähern durfte, Okay. auf 100 Meter und alles Mögliche. Okay. Alles war schon sehr schwierige Boah, Zeit. das glaube ich, ja. Da habe ich alleine gewohnt in Fahrweid, Mhm. war sehr nah. Dann hat sich so ein bisschen gelegt, dann habe ich die Kinder regelmäßig gesehen und. Und die Kinder waren jedes Wochenende bei mir, von Freitag bis Sonntag, jeden Mittwoch und jede Schulferien. Von 2012 bis 2015. Mhm. Ich hatte kein Weekend mit Jungs, keine Chance. Also, ja, kommt meine Kinder mit. Darf die so? Nein, ich wollte das so. Das war auch die Bindung zu den Kindern habe ich dann gehabt. Mhm. Vor allem zu dem großen Sohn. Der ist jetzt 15 geworden. Okay, ja, schön. Der ist 15 und die Bindung zu ihm ist ja noch größer, ist ja noch gewachsen. Mhm. Und die Kinder sind so verteilt. Der eine ist der Mama-Liebling, Mama ist der Liebling und der Große ist so der
Papa-Liebling. Okay. Und war eine schwierige Zeit, Bro. War es wirklich eine schwierige Zeit dazu mal. Hat sich ja auch wie soll ich das sagen? Es ging ja darum, weil ich immer gedacht habe, ich habe viel Geld verdient Mhm. und ich dachte, es kommt immer weiter so. Ja. Es wird immer so weiter bleiben. Dann kam es ein aufs andere. Die Gier von den Partnern war zu groß. Dann hat sich der eine getrennt, hat hinterm Rücken Geschäfte gemacht, Burnout vorgetäuscht, dort 1 Million gemacht, wirklich dort 1 Million Okay. gemacht. Dann der andere Ex-Frau dazu mal die Firma angegriffen, beziehungsweise wo ich gesagt habe, ich habe mit der Firma nichts zu tun. Und habe mich dann bis komplett zurückgezogen aus dem Private Equity. Und meine jetzige Frau hat mir immer gesagt, Schatz, mach das nicht. Weil ich habe ja 2013 habe ich ja nach dem Scheriat geheiratet. Mhm. Ich war ja noch auf Papier, war ich ja Standesamt, ich war ja noch, die Scheidung war ja am Laufen, Mhm. aber auf dem Papier nach dem Scheriat durfte ich ja heiraten. Mhm. Weil wenn du der Ex-Frau sagst dreimal, du bist nicht meine Frau, du bist nicht meine Frau, du bist nicht meine Frau, ist es vorbei. Dann ist Genau. genau Ich habe dann Gesetz. 13 geheiratet. Problematik ist, sie hatte keinen Aufenthalt und war immer 3 Monate hier, 3 Monate unten. 3 Monate hier, 3 Monate unten. Okay. Und das ist so das Leben gewesen auf Distanz. War eine schwierige Zeit. Und Ja. dann hat sie mir immer gesagt, sie so, hör auf mit dem Job. Hör auf, mach das nicht mehr mit dem Job. Mach das nicht mehr. Aus religiösen Gründen. Weil im Islam ist es ja so, Zinsen und der Hak. Das Hak ist etwas, was mir nicht gehört, Mhm. wo ich den fremden Leuten wegnehme. Mhm. Und das ist ja eigentlich im Private Equity, ist es ja im Fundraising so Mhm. gewesen. Ich überrede ihn, in das Wasser zu investieren. Okay. Ich habe zwar keinen Einfluss auf das Wasser, Ja. aber ich nehme ihm seine Ersparnisse weg, was er sich mit Fleiß und Schweiß verdient hat. Mhm. Und machst ihm etwas schmackhaft, wo du Eben, selber nicht eben, beeinflussen eben. kannst. Und meine jetzige Frau, die hat mir gesagt, mach das nicht, Schatz, das ist Haram, hör auf. Und ich, scheiß drauf, Haram. Und dann kam es irgendwann ein Klick. Und dann hat sie mir immer gesagt, pass auf, der Thomas verarscht dich. Das ist mein Ex-Partner, Geschäftspartner. Meinst du? Sie so, ich traue dem nicht. Ich war aus dem Klick so um 2017, 18 war das. 17 war das. Am Abend plötzlich um 1 aus dem Bett und sie so, was machst du? Ich gehe ins Büro. Ich hatte ja Schlüssel. Minter aufgemacht, alles aufgemacht. Ich habe gesehen, okay, der macht Kohle hinter meinem Rücken. Er sagt immer, es läuft scheiße, will der liquidieren und so weiter und so fort. Er schuldet mir heute noch 1,3 Millionen. Boah, Cheers. auf die 1,3 Millionen, dass die zurückkommen. Ich sage immer, mein Lieblingsspruch ist, kommt Zeit, kommt Rat. Mhm. Aber wie lange hast du mit dem gearbeitet? So, bis du dann gemerkt hast, dass er krumme Sachen dreht hinter dir? Bei dem Kleinen habe ich das sehr relativ schnell gemerkt. Das Ja. ist ganz genau. Ist ein kleiner Fuchs. Er war 1,60 Meter groß, sehr mit Komplexen verbunden. Ist ja eigentlich bei den meisten Menschen so, die sehr kleinwüchsig sind. Napoleon-Komplex. Bravo. Ja, Kommt ist das so. Stück Scheiße aus ihm raus. Mir sieht man, was für ein Stück Scheiße das ist. Und bei dem habe ich relativ schnell gemerkt. Ich habe es Thomas auch gesagt dazu mal. Beide heißen ja Thomas. Da habe ich dem einen, der mit dem ich bis zum Ende war, der Thomas, der dreht das Ding, er hat keinen Burnout. Erzähl mir doch keinen Burnout. Was ist Burnout? Mhm. Das ist nur eine Einbildung. Bis wir im Nachhinein erfahren, dass er hinten durch Geschäft gemacht hat. Habe ich ihn jetzt zur Rede gestellt. Hat Angst gehabt, hat der Polizeischutz gerufen. Aber gegen anonym Anzeige gemacht, nicht gegen mich persönlich. Okay. Waren die eine Woche 24 Stunden um sein Haus. Er hat gesagt, wegen dir wegen dir, nur wegen dir musste ich die Polizei anrufen. Ich so, ich habe dir doch gar nicht gedroht. Ich weiß ganz genau deine Leute. Ich so, hä? Ich so, was erzählst du, Mann? Ich so, hast du Angst? Ja. Ich so, wenn du keine Angst hättest, wenn du was Gutes gemacht hast, müsstest du ja gar keine Angst haben. Genau, wenn du nichts zu befürchten hast, hast du auch keine Und Angst. er so, ich so, und dann habe ich gelacht. Er so, lach nicht so. Ich so, Thomas, irgendwann holt dich der Teufel. Aber der Teufel bin ich nicht. Ich schicke dir den Teufel. Und habe ich nie wieder gesehen. Nie wieder gesehen. Will ich auch nicht sehen. Okay. Nie wieder sehen. Und der andere, er ist der Götti von meiner Tochter. Und ich bin sein Trauzeuge. Okay. Und er hat das alles abgezogen. Da siehst du wieder, wer sind Freunde und wer sind Opportunisten, die einfach Richtig. da sind, wenn die profitieren können von dir. Richtig. Und dann habe ich irgendwann komplett aufgehört. 2019 kam Corona. Und dann war die geile Zeit, Bro. Ich musste wieder was machen. Mhm. Ah ja, ich hatte noch meinen eigenen Strand Wo? in Montenegro. Wow, soll mega schön sein, Montenegro. Ja, aber kommt drauf an, weil die Albaner kennen ja nur Ulcin, von daher. Ja, ich kenne das auch noch. Und
das war eine Saison lang und dann habe ich gemerkt, funktioniert nicht. Hin und her bin ich raus. Und dann 19, war das Jahr 19, dann habe ich gemerkt, okay, ich muss wieder was machen und dann habe ich den Cup gestartet. Das ist der Cup gewesen. Ich so, Mhm. okay, starte mal den Cup. Und gemacht, getan, 2020, geiles Jahr gewesen, angefangen. Frau hat gar nichts gewusst. Okay. Gar nichts Okay, wolltest gewusst. gerade fragen, ja. Nee, Frau hat gar nichts gewusst. Sie hat Ja. nie hinterfragt. Sie wusste, sie hat Geld zu Hause, gar kein Problem. Ich war sehr bescheiden, zurückgezogen, habe meine Sachen gemacht, war immer zu Hause und. Und dann plötzlich, Bro, 24. November 2020, ein Dienstagmorgen um 6 Uhr. Weißt du noch genau, ja? Ich bin aufgestanden zum Frühgebet, Mhm. zum Fajr, zum Beten. Wollte ich aufstehen und merke so im Unterbewusstsein, jemand klingelt doch, Alter. Und ich so aufgestanden, guckt, blinkt ja so grün, wenn es jemand geläutet Genau. hat. Ich so, warte noch 5 Minuten, habe ich ja noch Zeit, die Sonne geht ja noch nicht auf. Und dann merke ich plötzlich, bam, 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 bam. Ich so, okay. Und zu dem Zeitpunkt, ich habe da wirklich immer gut trainiert, war immer parat gewesen, 116 Kilo, immer Training oben ohne, Shorts, guck durch Schlüssel, der ist 7 Leute. Ich so, hä? Mach's auf, ganz easy. Guten Morgen, Herr sowieso, Kaiser. Ich so, ja, Hausdurchsuchungsbefehl. Ich so, gar kein Problem. Mhm. So, kommen Sie rein, aber sind Sie bitte nicht so laut. Frauen und Kinder sind am Schlafen. Meine 2 Kinder, die ich jetzt mit der Frau habe, Mhm. Lamis ist heute, sie ist jetzt 9 und der Khan ist hier 6. Okay, Und die 2 Großen waren ja bei der Mutter. genau. Und dann haben sie verteilt plötzlich in der Wohnung. Und ich so, ich bin im Film, ich dachte, Bro, ich träume. Ich schwör's dir. Ich dachte, ich träume. Ich so, was ist das für ein Fuck, Alter? Denke ich mir so, okay. Dann habe ich so um meine Hand geschaut. Dann sind sie im Schlafzimmer gewesen. Dann merke ich, meine Frau kommt raus. Ich so, Schatz, was ist los? Ich so, keine Ahnung. Weil ich wusste in dem Moment nicht, was überhaupt vorgefahren ist. Okay. Revue passieren lassen. Eine Woche vorher sitze ich mit meinem Trauzeugen und sagte zu ihm, ich so, möge Gott uns bewahren, wenn die Bullen kommen. Ich so, was sollen die machen? Ich so, Bro, keine Ahnung, Mann, Alter. Er so, können die nix, gibt's nix. Ich so, okay. Genau eine Woche später. Und dann kamen sie so hin und her und ich so, darf ich mir Dings anziehen, T-Shirt? Ja, selbstverständlich. Haben sich in der Wohnung verteilt, überall, weißt du. War morgens um 6, im Wohnzimmer auf dem Esstisch. Da legt er mir so den Hausdurchsuchungsbefehl und fragt mich so, kommt ihm was bekannt vor? Ich guck so auf dem Blatt, ich so, okay. Und dann hat es bei mir Klick gemacht, Alter. Und also sie müssen nicht aussagen, können, aber müssen nicht aussagen. Ich so, doch. Ich so, das kenne ich, das. Die anderen sagen, keine Ahnung. Also, okay, Herr Kaiser, bevor wir die Wohnung auseinandernehmen, ich sehe, es sind 2 Kleinkinder da. Ihre Frau, sie sind sehr kooperativ. Wo ist das Geld? Und ich so, okay, alles klar. Frau, guck ich so, und sie so, Geld? Ich so, ja. Und dann dachte ich mir so, hey, dann gebe ich das Geld mal. Und dann in der Tasche habe ich sie eigentlich noch nicht versteckt. Das ist in der Küche gewesen, wie beim Kühlschrank, eine Tasche, wo unsere Pässe drin waren. In 2 Taschen verlegt, hin und her. Wie im Film. Wirklich. Und am Abend vorher bin ich ja noch Geld holen gegangen. Zusätzlich noch, ich habe auch eine Riesenstory, Mann, Bro. Auch alles geplant, für Frau Flug gebucht, für Freitag. Sie sagt, ey, geh mal nach Istanbul zu der besten Kollegin mit den Kindern. Ich fahre nach Bosnien, Serbien, Kroatien, muss ein paar Sachen erledigen, komme nach Istanbul, bleiben zusammen ein paar Tage, hol dich mit dem Auto und dann fahren wir in die Schweiz zurück. Insgesamt so ein Trip von 3 Wochen. Okay. Alles schon gebucht, geplant. Dienstagmorgen kam das und ich hatte am Abend vorher bin ich ja Geld geholt gegangen und Geld noch geschickt Mhm. ins Ausland. Und ich so, okay, ich gebe euch das Geld. Dachte ich mir so, scheiß drauf, Gott will das so und es ist Amen. Da habe ich 2 Taschen rausgenommen. Auf dem Wohnzimmertisch. Boah, alles tusiger nicht. Und dann Frau guckt so das Geld an, guckt mich an. Ich so, wo kommt das ganze Geld her? Ich so, okay.
Was soll ich sagen? Ich so, das Geld ist da, wo es da war, Schatz. Und sie so, okay, dann haben sie mir alles mitgenommen. iPads von den Kindern, Laptop, meine Uhren, meine 4 Uhren haben sie auch mitgenommen. Und sonst eigentlich gar nichts. Waren sehr relativ lange da. Keller durchsucht, Auto durchsucht, nichts. Und dann war ich im Keller, Bro, das muss ich dir sagen, diese Bullerei, die geht mir so auf den Zinder. Mhm. Ich bin ja selber scheiß Buller gewesen und das ist so abgefuckt gewesen, das ist so Machtspiele. Ich bin im Keller, komme wieder hoch, nachdem wir unten nachdem sie durchsucht haben, in Anführungsstrichen nichts gefunden haben, war ja gar nichts mehr. Mhm. Unten komme ich hoch, sitzt einer, der ist Ende 20. Und ich hatte im Flur hatte ich einen riesen Schrank drin gehabt mit Winterklamotten, Kinder. Und da hatte ich einen extra separaten Abteil, wo meine Akten drin waren. Mhm. Und von damals noch mit Kontoauszügen und so. Und dann ist er auf dem Boden, aber hat nicht gehört, dass wir reingekommen sind. Und hat alle sämtliche Verträge von meinen Autos auf dem Boden. Panamera, Lamborghini, Ferrari, 911 Turbo SK, der Range Rover, dies, das, jenes, hin und her. Und sagt so, ey, schau mal, der hat das sicher von den Geldern erworben und gekauft. Ich stehe so über ihn, ich so, was bist du bloß für ein Analphabet, sage ich so zu ihm. Er guckt mich so an, also was? Ich so, was bist du für ein Analphabet? Sag mir, ich so, was steht denn für ein Datum drauf? Ich so, die Autos sind erworben worden von 2011, 12, 13, 14, 15, 16 bis 17, 18 sind sie erworben worden. Wir sind im 2020, du Behinderter. Also du pass dich auf, wie du mit mir redest. Los mal zu, du Pisser. Du bist immer noch in meiner Wohnung. Ich zahle immer noch hier die Miete. Mhm. Wenn sie nicht spart, kannst du dich verpissen. Und ich so, weißt du, was viel geiler ist? Ich so, siehst du alle diese Autos? Ich so, du bist sicher in so einer von dieser Sorte, der irgendwo bei Metropol steht und beobachtet, wenn meine Balkanesen, meine Brüder mit den Autos umeinander fahren. Und immer der Neid. Ich so, was verdienst du im Monat? 6.000, 7.000? Ich so, wieso bist du so nur so ein Clown? Wieso musst du dich so verhalten? Ein sehr cooler Typ. Der Bulle war ein richtig, also wirklich, ich würde mal sagen, so sehr ein ruhiger, würde ich sagen, Psycholog war das. Mhm. Also, Herr Kaiser, bitte. Er macht seinen Job. Ich so, er macht seinen Job. Ich so, was macht er? Was ist denn das für ein Vorwurf? Mhm. Ich so, okay, sorry. Ich rausgegangen, ins Wohnzimmer, Aschenbecher geholt, Wohnzimmer hingelegt. Ich will ihm einen Espresso, keiner will. Ich zünd mir Ziege an, trinke meinen Espresso. Und so kommt der wieder und sagt zu mir, ist nicht dein Ernst? Ich so, wie bitte? Also du rauchst jetzt nicht in der Wohnung, oder? Der kleine Bulle. Nein, der andere, der Jungsche, der Ende 20er. Ja. Und ich gucke ihn an, ich so, Alter. Ich so, ist immer noch meine Wohnung. Ich schwör's dir. Mann. Ich zahle immer noch hier die Miete. Ich so, wenn es dir nicht passt, Balkon, wenn es dir nicht, noch auf Balkon nicht passt, raus, verpiss dich aus der Wohnung, Mann, Alter. Also du, pass auf, mit mir redest. Ich sag's dir nochmal, ich zahle hier die Miete, Mann. Was ist das für ein Problem, Alter? Er sagt dir, was rauchst du in Ja, deiner meine Wohnung? wirklich. Alles gut und recht, Frau, die Kinder zu Dings gebracht, zum Kindergarten, kam zurück. Ich dachte, ich gehe gar nicht mehr mit. Sagt der Kriminalbeamte, war ein Kripus, sagt er zu mir, Herr Kaiser, nehmen Sie die Sachen mal mit für 2, 3 Tage. Meine Frau guckt mich an, merkt schon ihre Tränen im Auge. Mir war es auch nicht gerade einfach, hatte so ein Knödel drin und sie so, wird keine 2, 3 Tage, war Schatz? Wird ein bisschen länger. Ich so, pack mir Rucksack gepackt. Wollen wir rausgehen? Sagt er zu mir, Handschellen. Ich so, was? Also Handschellen. Ich so, nein, keine Handschellen. Also, morgen? Ich so, nein. Wieder der Kleine. Der, Aha. Ich so, nein. Ich so, eine Sache. Ich so, wir leben hier in einer Siedlung, wo Familien sich alle kennen. Meine Kinder spielen tagtäglich und gehen zum Kindergarten mit anderen Kindern. Ich so, hätte ich wegrennen wollen, hätte ich ihnen schon mal die Tür gar nicht aufgemacht. mhm. Okay? Aus dem ersten Stock runter hat er so ein Podest, Mhm. wo ich runter, bin ich nie erwischt. Hätte die Frau vielleicht, die Frau hat ja sowieso damit nichts zu tun, hätte die ja wirklich einen Arschkarte, wirklich einen sauren Apfel gebissen. Mhm. Ich so, ich habe euch die Tür aufgemacht. Wir gehen hier raus, easy, ohne Handschellen. Der guckt mich an, ich so, haben wir uns verstanden? Und dann sagt der eine so, okay. Ich so, alles klar. Rucksack genommen, gelaufen, war Passat, erinnere ich mich weiter, weißer Passat, Tür aufgemacht, reingesetzt, Tür zugemacht, kam der eine da, der andere vorne hin und her. Ich so, jetzt öffst du. Ich so, jetzt öffst du mir Handschellen.
Handschellen angelegt, Bro, gegangen. Und dann haben sie mich beim Rathaus, in der Nähe vom Rathaus, das ist so eine kleine Kantonspolizei, vis-à-vis von Stelzen. Von Mhm. Stelzen an der Limmat. Mhm. Das ist so ein ganz kleiner. Dort haben sie mich erstmal gebunkert, 2 Stunden lang. Und dann kam Dings, Kastenwagen, normal, 2 sehr motivierte Bulle. Arschkalt, Dusse, Mann, gewesen, nicht mehr wie heute. Haben sie mich nach Luzern im Bunker gebracht. Luzern. Luzern, Mann. Luzern, Okay. weil der Fall dort war. Okay. Und dann war ich in Luzern, einen Tag im Bunker. Und das ist ein Tag, wo ich nichts weiß. Das ist rausradiert worden Okay. aus meinem Leben. Ich erinnere mich nur, es war 19:12 Uhr, bin ich hoch, bin ich meinem Anwalt vorgestellt worden und da lag mein Telefon so da und da sagt der Staatsanwalt, Sie haben ein Anrecht auf ein Telefon. Ich so, okay. Meinen Sohn angerufen, den Älteren. Okay, dann. Heute habe ich die Worte noch so, Papa, wo bist du? Ich so, ich muss ins Ausland für längere Zeit. Ich so, pass auf deinen Bruder auf, halt den Kontakt zu Fatima und zu den Geschwistern. Papa kommt bald wieder. Wo musst du hin, Papa? Ich habe dich den ganzen Tag nicht gehört. Du bist seit gestern um 10:30 nicht mehr online gewesen. Ich so, spielt keine Rolle. Ich muss ins Ausland für längere Zeit. Das Handy muss ich ausmachen. Papa liebt dich über alles. Pass auf deinen Bruder auf. Papa, Brille hin und her. Alles im. Das war das letzte Telefon. 6 Monate lang. Boah. Wie ging's dir? Bro, die ersten 3 Wochen waren die härtesten Wochen, wo ich gedacht habe, ich verrecke. Okay. Nach dem Bunker haben sie mich dann auf Kriens gebracht. Kriens. Mhm. Hatte ich ein geiles Zimmer gehabt, Bro. Wirklich ein gutes Zimmer. War so doppelt so groß wie das hier. Hat mich versucht einzuleben und ich musste damit leben, wo ich gesagt habe, okay. Und da, wie soll ich das sagen? Die sind morgens gekommen, am Tag danach, auf Kriens Zimmer, Kaiser, das ist ihr Zimmer, pipapo. Ich hatte nur die Klamotten gehabt, meinen Rucksack, den sie mir die Klamotten aus dem Rucksack rausgegeben haben. Ich hatte eigentlich gar nichts gehabt. Wusste nicht. Wie geht's der Frau? Wie geht's den beiden Kleinen? Die beiden Großen habe ich mir gedacht, okay, die sind bei der Mutter mit ihrem Partner, denen geht's gar nicht so schlecht. Mhm. Frau stand von heute auf morgen mit 0 Franken da. Mhm. 0. 0. Das ist schon krass, ja. Wirklich zero. Und da war so meine Gedanke, okay, wie geht's denen? Wie kann ich dir mitteilen? Melde dich beispielsweise bei Kiran, melde dich bei Bass, melde dich bei Dreni, keine Mhm. Ahnung bei wem. Und dann fing es so langsam an, verstehst du, ich hatte so emotionale Momente, aber dort habe ich, weil ich bin ja schon religiös, mit, äh, mit, mit den Gebeten und alles, aber dort habe ich keine Ahnung, dort war plötzlich nur Allah und ich, Okay. kein anderer mehr. Und ich habe mich damit irgendwann angefreundet, habe gesagt, okay, wenn Gott will, dass diese Tür aufgeht, dass ich rausgehe, dann soll es so sein. Mhm. Ein Amen. Mhm. Und ich habe mich gut verhalten, was auch krass ist im Knast. Ich meine, du hast ja selber dort gearbeitet als Dozent und. Diese gute Führung, die wird ja auch notiert. Mhm. Alles wird Das notiert. habe ich nicht das habe ich gar nicht gewusst. Und ich hatte ja ein Riesenverhältnis gehabt. Und irgendwie nach einem Monat oder so, 2 Monaten hatte ich ein Riesenverhältnis gehabt mit den Türwärtern. Mhm. Mit den Wärtern habe ich ja ein Riesenverhältnis gehaft. Ich meine, U-Haft ist ja so 23,1. 1 Stunde spazieren. 23. Nicht mehr, aber war so, ja. Ist nicht mehr. Nee, Okay. nee. Die haben gesagt, es macht doch keinen Sinn, wenn wir die Unschuldigsten, eigentlich sind ja noch ein paar unschuldig, Ja. Das härteste Haftregime denen aufdrücken. Jetzt hat sich das geändert. Ah ja? Ja, hat sich geändert. Jetzt sind die, lass mich nicht lügen, 8 bis 10 Stunden draußen. Ach was? Mhm. Darfst du mit anderen kommunizieren und Nein, so. nein. Ich hatte 23,1. Ja, das ist seit 21, 22 hat sich das erst geändert. Okay. Ja. Geil. Auf jeden Fall war ich drin. Dann habe ich gemerkt, okay, da war so ein Italiener drin. Mhm. Der war sogar von der Familie Ndrangheta. Von Dona. Okay, Also diese Mafia-Familie von Sizilien, Kalabrien. kenne ich nicht. Wir, dann war er da, dann habe ich gesagt, okay, ist immer anders, wenn ich nicht alleine im Zimmer bin. Weil ich hatte ja 2 Betten. Ich hatte auf der einen Seite Hochbett, Mhm. Schränke, Toilette und auf der anderen Seite so ein normales Bett, ein Tisch mit einem Fernseher und Fensterfront. Und ich habe gefragt, ich so, ey, wäre das in Ordnung, Herr Hodel? Herr Hodel ist der Oberste gewesen in Kriens.
der Direktor, ich sage, wäre das okay, Herr Odel, wenn er mit mir ins Zimmer ist, bin ich nicht alleine. Das ist auch für mich auch ganz einfach, kann ich mit Ja, jemandem reden. Da hat das kurz abgeklärt und solange sich die Fälle nicht kreuzen, dann ist es okay. genau. Da war der mit mir da, 3 Wochen, dann haben sie ihn versetzt nach Basel, weil dort der Fall war, ist er nach Basel, da war ich wieder alleine. Da dachte ich mir so, halt, okay. Ich habe jeden Tag gebetet, Bro. Ich habe jeden Tag gebetet. Ich habe zwischen den Gebeten das Gebet gemacht, gebetet. Ich habe angefangen zu schreiben plötzlich. Ich habe angefangen zu malen. Ich, ich habe angefangen, also ich habe Kontakt zu der Familie war nur unter Briefen. Mhm. Ich habe tagtäglich Briefe geschrieben, tagtäglich unzählige Seiten. Ich habe angefangen zu malen für meine Kinder, Porträts. Das Krasse ist, ich wusste nicht mal, wie meine Kinder mehr aussehen, Mhm. 5, 6 Monate lang. Und dann wurde ich immer stärker, wurde ich immer stärker und immer stärker und immer stärker. Irgendwann stabiler, noch stabiler. Und beziehungsweise bei der Einvernahmen habe ich nie was gesagt. Saß ich im November, Dezember, war noch Ferienzeit, Feiertage, im Januar. Kriege ich einen Brief von meiner Frau. Aber am nächsten Tag habe ich ja die Einvernahmen. Sagt Mhm. zu mir, schreibt sie mir, Schatz, ich bitte dich doch. Sag doch aus, komm doch nach Hause einfach. Die Familie braucht dich. Mhm. Wenn Gott es weiß, sollen die das auch wissen. Du hast es bereut. So war es ja gewesen. Ich so, okay. Dann Einvernahme, hingegangen. Wie geht's Ihnen? Gut. Wie fühlen Sie sich? Gut. Ich war immer ein bisschen emotional wegen den Kindern. Das, war Ja, so, das ist klar. mein Wunderpunkt. Ja, Und dann sagt er, verständlich. okay, fangen wir wieder die Fragen an und so weiter und so fort. Und ich sehe so einen Batzen, so eine Durchsicht bei ihm so. Sehe ich ja so einen Batzen. Ich so, okay, alles klar. Ich so, Sie schreiben, ich rede. Was? Ich so, Sie schreiben, ich rede. Ich erzähle Ihnen alles jetzt. Mein Anwalt so, Herr Kaiser, ich so, ich rede, er schreibt. Landet. Haben wir geredet, Bro, von 8:30 bis 12, 12 bis 1 Pause, von 1 bis halb 4. Boah. Geredet, er hat geschrieben, geredet. Das ist mir alles, was ihm eingefallen ist, hin und her. Also, okay, sehr gut. Ich so, ich gebe ihm einen Code von meinem Handy. Machen Sie mein Handy auf. Also, okay. Ich so, wir sehen uns, melden sich. Nächste Woche, Batzen. Alles übersetzt. Ist es so gewesen? Ja. Ist es so gewesen? Nein, ist eine Lüge. Nein, das hat damit nichts zu tun. Das. 3 Monate vorbei. Zum Richter. Staatsanwalt, ich. Apropos, ich habe mit der Frau noch telefoniert. Mann. Das Gespräch muss ich dir auch erzählen. Frau nicht gehört, nix. Sagt er zu mir, ja genau, sagt, nee, ich habe ja vorher jemanden im Knast, ich hatte ja oben, war ja U-Haft, unten hat er offener Vollzug. Oh. Nebendran, so das Gebäude war Staatsanwaltschaft und waren auch Leute, die Algerier, Araber, alles Würstetzka, alles Etzka. Einen Tag, ich höre so Musik, serbische Volksmusik. Ich so, wow. Ich so am Fenster, ich so, hallo, wer ist da? Ich bin's, wie heißt du, Struja, wo kommst du her? Goldau, Kanton Schwyz, ursprünglich von dort und dort aus Serbien. Okay, du, ich so da, Zürich, ursprünglich auch von Serbien, von Süden, Novi Pazar. Er so, okay, geil. Er so, ich so, was machst du da? Er so, ja, man fragt mich nicht. So, wie lange sitze ich schon? Er so, 2,5 Jahre. Wegen was? Kokain, Tresor, Waffe, geschossen, versucht, keine Ahnung. Also 7,5 Jahre haben sie mir gegeben, hat mir Geschichte erzählt. Im Endeffekt sind es 4,5 geworden. 5, Okay. knappe 5. Ich so, okay, ich so, darfst du arbeiten? Und so, er so, ja. Ich so, Bro, kannst du telefonieren? Er so, ja, Brat. Ich so, kannst du mir Gefallen machen? Er so, was? Ich so, kannst du meine Frau anrufen? Das ist selbstverständlich, schick Nummer. Ich Nummer gesagt, er kam wieder zurück. Er so, nimmt nicht Telefon ab. Ich so, kacke, Alter. Ich so, versuch's nochmal bitte. In der Zwischenzeit, meine Frau hat mir dann erzählt, also ich habe 10 Anrufe in Abwesenheit gehabt. Anonym. Ich so, ey, was soll ich machen? Sie hat den besten Freund von mir angerufen und hat gesagt, ey, ich habe 10 Anrufe anonym gehabt, unbekannt. Weiß nicht, also das ist ähnlich. Nimm das scheiß Telefon ab. Ich sage, kann ich das im Knast telefonieren? Moin, nimm das ab, 100%, ich hätte jemand organisiert. Abgehängt, Telefon klingelt. Aber überhaupt telefoniert, kommt er nach 10 Minuten. Ey, Brat, ich habe sie erreicht. Und wie geht's dir? Super. Ich so, hast du gesagt, soll sich dort und dort melden? Ja, Mann. Wie geht's den Kindern? Sind alle gesund? Ich liebe sie über alles, sie liebt dich hin und her, danke. Jeden Tag hat er mit ihr telefoniert, wo ich dran war. Jeden Tag. Boah. Sicher ein riesen Bro, Stein das vom war, Herzen ja, gefallen. Mann, das war andere Liga. Und dann hat sie mich angerufen das erste Mal.
Ich wusste, Staatsanwalt hat gesagt, okay, 16 Uhr, Telefonat, ich Telefon bekommen. Ich so geil, dass ich bin, dachte, okay, ich kann das Telefon benutzen, zum jemand anderen anrufen. Cooler Zeit. Blockiert. Weißt du gar nicht. Und dann, der Staatsanwalt sagt zu mir, Herr Kaiser, Sie dürfen mit Ihrer Frau telefonieren 5 Minuten. Nicht über den Fall. Sachlich, Dolmetscher ist da. Ich habe Ihre Stimme gehört. Ich bin angefangen zu heulen. Ja, normal. Und sie aus dem heiteren Himmel. Sie so, jetzt ist genug. Jetzt ist Ruhe, Mann, Alter. Entspann dich mal. Siehst du, du hast keine Ahnung, wie es mir geht. Du hast keine Ahnung, wie gesund wir sind. Du hast keine Ahnung überhaupt, wie es uns geht. Besser, als du denken kannst. Und ich so, aufgehört. So wirklich wie auf dem Schalter. Ich so, wirklich? Ich so, ja. Mach dir keine Sorge. Komm einfach nur gesund raus. Schatz, ich liebe dich. Das war unser Gespräch. Bro, Wie ging es dir nach dem das war Gespräch? andere Liga. Andere Liga. Talaba, Knarre. Kosovo-Picknick. ey, Mann, Alter. Und dann, nach 3 Monaten, wie heißt es? Gerichtstermin, sitzen wir da und ich war wirklich cool. Und Emenecker ist so der Fahrer gewesen. Ganz cooler Typ, der hat mich immer gefahren. Und dann, mein Anwalt fordert Freilassung oder maximal noch 4 Wochen. Staatsanwalt nochmal 3 Monate. Okay. Kollisionsgefahr, Fluchtgefahr, die ist das. Mhm. Und ich sag zu ihm, okay, ist so Fluchtgefahr, lieber Staatsanwalt. Er war ein cooler Typ, wirklich geiles Sieg. Also wirklich, man sagt ja Staatsanwalt, er war wirklich ein guter Typ. Mhm. Ich sag zu ihm so, ich so, aber Herr sowieso, vor was soll ich flüchten? Ich so, ich habe 4 Kinder da draußen, Mhm. Mann. Ich so, 4 Kinder. Ich so, sie lesen ja die Briefe, die ich rausschicke und sie lesen ja die Briefe, die mir geschickt werden. Genau, ja. Sie lesen ja, wie viel Liebe drin ist, wie viel Leid drin ist. Ich so, haben Sie Kinder? Er guckt mich an, sagt, kein Ton, ja? Ich so, okay. Kollision, mit wem soll ich kollisieren? Die Beteiligten sitzen ja auch drin. Mit wem soll ich kollisieren? Mhm. Also ja, noch 3 Monate. Und dann sagt der Richter, also, haben Sie noch was zu sagen? Ich so, nein. Ich so, aufgestanden. Und dann sage ich so, Emmenecker, fahren Sie mich nach Hause wieder. Nach Hause. Krass, ne? Krass. Bin ich nach Hause gefahren. Komm raus, die Jungs unten haben alle gewusst, wie wir zum Termin gegangen sind. Sagt er so, und Bruder, ich so nach 3 Monaten, kommst wieder raus, hin und her. Ich so, hin und her. Ich will Ziggy rauchen, hab keine Ziggis mehr. Bro, ich hab keine Ziggis mehr. Scheiße. Mit mir sitzen Albaner drin. Albaner. Ich so, Bro, you have cigarettes? Er so, no, Bro. Ich so, okay. Struja, was machst du bitte? Gar nichts. Ich so, ruf meine Frau an. Sag ihr, sie soll Ernest anrufen und ihm sagen, er soll mir sofort eine Stange Marlboro Gold Soft bringen. Aber sofort, nicht morgen oder so, sofort. Er gegangen, also Bruder, ich hab's dir gesagt. 1 Stunde ist gegangen, Bro. An der Tür klopft's. Eigentlich geht ja nur die Luke auf. Genau, Bei ja. mir ist immer die Tür aufgegangen. Ich hatte so eine gute Führung, Bro. Dieses 23.1, wenn wir montags, mittwochs und freitags, was war das? Montag, Mittwoch, Freitag duschen hatten. Mhm. Nach dem Duschen oder die Zelle geputzt haben, am dem Montag, machen wir die Tür offen bis am Nachmittag um 2. Okay. Geil. Bis Hin am und her, Nachmittag. Es ist auch psychologisch, die Tür ist offen, ist geil, hin ja. und Ja, her. sicher. Ich habe mich bewegt, bin den Korridor hoch und runter gelaufen, mit den Leuten geredet und so weiter und so fort. Weil ich konnte ja die Luken, kannst ja von draußen aufmachen. Mhm. Mit den Luken von außen, mit den Leuten, du darfst spazieren, ist einfach so. War wirklich krasse Zeit, war Mhm. wirklich sehr gute Führung. Und die Wärter haben sogar bei mir im Zimmer gesessen. Auch der Hodel manchmal, das ist der Direktor, wo gesagt hat, Herr Kaiser, seid spazieren. Ich so, ich habe keine Lust heute. Also, Herr Kaiser, spazieren. Ich so, ich habe keine Lust. Also, raus. Ich so, nein. Also, ich komme mit Ihnen mit. Ist mit mir spazieren gegangen, 1 Stunde lang, mit Geiler über Typ, mich ja. gequatscht, mit mir gesessen und so weiter. Klopft an, Tür geht auf. Herr Kaiser, ich so, ja, Ihre Zigaretten, wir haben ein Paket. Ich so, ich weiß. Woher? Ich so, ich habe es gespürt, ich habe keine Zigarette mehr. Und dann noch Ernest hat mir einen geilen Zettel geschrieben. Bratte, ich liebe dich. Bis bald. Ja, Kippen sind, also für die, die es nicht kennen, oder Kippen sind im Gefängnis, Währung ist alles. Das Wichtigste sind Kippen. Ich hätte drinnen Leute gehabt, die hatten gar nichts gehabt. Mhm. Ich habe jeden Mittwoch habe ich über den Bauern Obst bestellt und jeden Freitag habe ich eingekauft. Und dann
während wir duschen konnten oder spazieren gegangen, habe ich versteckt dir Schokolade gegeben. Cola, keine Ahnung, immer allen wirklich, Klamotten habe ich gegeben und alles. Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ich Freunde gehabt habe, wo ich gemerkt habe, wer in dieser Zeit Freunde waren. Dann merkt man es, ja. Da habe ich es gemerkt, gewisse Leute, wo ich sage, bin ich sehr, sehr dankbar. Von dem Dicken sogar, muss ich sagen, würde er morgen anrufen und sagen, ey, ich brauche eine Niere. Tisch kannst du gerne meine Niere haben. Ja, Dreh geil. Kannst du gerne mein Blut haben, was er gemacht hat für meine Frau, meine Kinder, seine Mutter und seine Frau, das werde ich ihm nie vergessen. Schön. Dieses Leben und nächstes Leben nicht. Sehr schön. Weil die waren ja die Ersten, die mir Geld geschickt haben, damit ich überhaupt Geld hatte im Knast, ja, auf meinem Konto, damit ich überhaupt einkaufen konnte, waren er und seine Jungs halt. Der hat ja eine Gruppe gehabt mit dem Leo, kennst ja die ganze Truppe, mit allen ganzen Jungs hat er gesammelt und scheiß mal drauf, er ist nach Hause gegangen mit dem Geld. Er war da für meine Frau und meine Kinder, mit seiner Mutter und mit seiner Frau. War da, verstehst du, was ich meine? Und das ist so eine Sache, die vergisst du nicht. Ja. Ich habe ja drinnen nichts gebraucht. Ich hätte auch meine 5 Zigaretten täglich gehabt. Genau. Ich habe mein Essen 3-mal am Tag gehabt. Ich habe mein Wasser gehabt, meinen Tee und meinen Kaffee und gut ist es. Voll. Aber so die Zeit, ich meine, wer noch nie im Knast war und behauptet, ja, ich würde gerne gehen, zu mich ausruhen. Sagen das Leute? Ja, ich habe ja genug Patienten. Genug Patienten, wo gesagt haben, ich würde gerne mal für eine Woche gehen, mich ausruhen. Kannst du dich zu Hause ausruhen? Die Leute wissen nicht, was Knast ist. Ja. Jeder, ich meine, du bist ja selber dort, hast ja dort selber gearbeitet, jeder dort, Bro, hat jeden Tag diese Schlaftabletten. Ja, sicher, Bruder, ich weiß jeden selber. Tag. Ja, Die ja. fragen mich gefragt am Anfang, Herr Kaiser, wollen Sie Schlaftabletten? Ich so, was? Tablette für was? Für Schlafen. Ich so, hau ab, ey. Mich hingelegt wie der König, aber die hatten einen riesen Respekt vor mir gehabt. Aufgrund, was Religion anbetrifft. Sowas Respektvolles habe ich nicht gesehen, Mann. Echt? Sowas Respektvolles. Frau Vicky und Frau Vicky, Sibyl, Herr Hodel, Ismail, andere Dimensionen. Okay. Wenn ich im Gebet war, Essen zu bringen, ist bei mir mal die Tür aufgegangen. Die haben immer gewartet, bis ich mit dem Gebet fertig war, sagen, und sogar später bin ich per Du gewesen mit denen, ja. Okay. Sagen, ey Enis, bist du fertig? Ich so, ja. Dein Essen auf den Tisch gelegt, pipapo, das. Das ist ja schön, oder? Also du hast dich normal verhalten drinnen, warst nicht respektlos und die sind auch mit Respekt dir entgegnet. So soll's ja sein, Ja. oder? War eine schwierige Zeit. Und dort drin habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben. Kam so aus dem Heiteren, ich saß, hatte so einen Minenbleistift gehabt, Papier. Ich habe gesagt, ey, schreib einfach mal los. Habe angefangen zu schreiben. Und dann sitzt du plötzlich dran, 2 Stunden ununterbrochen bis zum Schreiben und dein Gedankengang läuft. Und das ist so wie Wasser, wenn es fließt und plötzlich Gedanke hin und her. Und du hast niemanden, der dir dazwischen redet und. Und habe geschrieben ohne Ende, Mann. Ich habe auch viel gelesen. Ich habe in der Schule, dazu meiner Realschule in Berlin, musste ich ja 2 Bücher lesen, um den Dings zu machen, zu interpretieren, Aufsatz zu machen, zum Abgeben. Ich habe drinnen 36 Bücher gelesen. Mann. Okay. Wie lange bist du insgesamt? Halbes Jahr. Halbes Jahr. Haft. Okay, aber in Dings bist du nie, Vollzug bist du nie. Nein. Okay. Und wie war der Moment, wo die gesagt haben, Oh, der Moment, wo sie gesagt haben, Darf's dass ich raus? gehe, es war eine Konfrontation, hat stattgefunden an dem Tag. Das war der erste Tag vom Ramadan. aha, Die haben mir am Abend vorher haben sie mir Dings gebracht, das Blatt, wo ich sehe, wann ist das Gebet, genau, wann darf ich essen und haben mir so ein Lunchpaket, so eine Tüte gebracht zum Fasten, nicht abbrechen, sondern bevor du anfängst zu fasten am Morgen, Sonnenaufgang zum Essen. okay, Und ich wusste, dass ich eben am Morgen danach, am 12. oder am 12. April, oder 13. einer von den beiden, war auch ein Dienstag, dass ich die Konfrontation habe. Am Tag davor, Bro, es war ein Montag, bin ich geduscht, Duschgel geht leer, Shampoo geht mir leer, Deodorants geht mir leer, Gesichtscreme geht mir leer, Bodylotion geht mir leer, Zahnpasta geht mir leer. Alles ist leer gegangen. Und ich so, krass. Ich so, ich gehe morgen nach Hause. Ich rede mit mir selber. Ich so, Kaiser, morgen bist du zu Hause. Und ich hatte unzählige Bilder in dem ganzen Zimmer, war ja alleine, hatte ja unzählige Bilder und so Zeichnungen von meinen Kindern gehabt. Und der Trainer hat mir Bilder von meinen Kindern geschickt, weil er bei mir zu Hause war mit dem Tschausch. Und dann
habe ich das Bild dort gehabt und ich so, ich nehme alles mit, ich gehe jetzt nach Hause morgen. Ich rede mit mir selber, ich so, ich Krass. gehe morgen nach Hause. Alles weggepackt, in so meine Durchsichtsmärkte, alles geordnet, pipapo. Morgens gar nicht gepennt vorher. Geil ist ja, ich habe ja gar nicht geschlafen, so vielleicht 2 Stunden. Das Nachtgebet gemacht, gegessen, meine Ziege ist geraucht, Chai getrunken, weil ich hatte sogar Kaffeemaschine, Mokka drin. Bro. Ich habe drin gemacht. Du hast gelebt. Bro, ich habe gelebt. Geil. Geil, aber. Und dann bin ich schlafen gegangen, dann haben sie mich geweckt. Gegen 10 haben sie mich geweckt. Mhm. Und dann, okay, sind sie angezogen? Ich so, ja. Frau Vicky, Sibyl. So, bist du fertig? Bist du bereit, Dennis? Ich so, ja, ja. Kennen wir. Und sie war so lächelnd. So. Ich so, war immer mit Lächeln. Gebracht, Luzern. Unten in die Zelle. 1 Uhr. Ufe. Und dann waren so Spezialeinheit. So 6 Mann. Ich komme in so einen großen Raum. Der Staatsanwalt. Ich sehe so den Beteiligten, den Trauzeugen von mir und sehe den anderen Beteiligten. Ich sehe so die Anwälte. Hingesetzt, guten Tag, wie fühlen sich alle 3? Ausgefragt, ich so, super, in Ordnung. Also, meine Herren, jetzt machen wir die Konfrontation, dann machen wir Pause bis um 3, dann machen wir noch weiter, wie lange es benötigt, 4, halb 5, dann werdet ihr euren Zellen zurückgeführt und dann dürft ihr nach Hause, habt ihr das Checkout. Boah. Und ich gucke ihn so an. Und kommt alleine die Tränen, ja? Mhm. Nicht so, in Wirklichkeit nicht. Es gibt keine größere Gottheit als Allah und seinen Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Und er sagt auf Arabisch. Und dann sagt er mich so, wie wird der Kaiser? So, wissen Sie, was für ein Tag heute ist? So, ja, Dienstag. Ich so, heute ist der erste Tag vom Ramadan. Ich so, wissen Sie, wie barmherzig Gott ist, dass ich nach Hause gehen darf mit meiner Frau, meinen Kindern, das Fasten abbrechen machen darf, das Essen. Also ich gönne es Ihnen wirklich vom Herzen, Herr Kaiser. Schön. Und dann angefangen, bababab. Und dann war es ein geiles Jahr. Sind wir in der Pause, sagt mein Anwalt, soll ich Ihre Frau anrufen, jemand? Ich so, nein, ich laufe nach Hause aus Luzern. Was? Ich so, ich laufe nach Hause. Ich habe mir aber, stell mir vor, ich habe mir einen Tag vorher das Blatt ausdrucken lassen von Google Maps, wie viele Kilometer das sind. 51 Kilometer bis nach Hause. Boah. Und ich so, egal, ich laufe nach Hause. Also niemand anrufen. Ich so, niemand anrufen. Okay. Alles fertig gewesen, wieder zurückgeführt zum Dings. Fragt mich nach der Staatsanwalt dort, der Kaiser, soll ich Ihnen Geld geben? Dann können Sie mit dem Taxi nach Hause fahren. Ich so, nein, Sie müssen es mir nicht zurückgeben. Aber fahren Sie nach Hause mit dem Taxi. Ich so, nein, ich laufe. Ich hätte sowieso Geld auf dem Konto. Mhm. Dann bin ich zurück und dann musste ja durch diesen Scanner durch Genau. hin und her. Und der Hodel und die ganzen Jungs waren wirklich Jungs, also, Herr Kaiser, gratuliere. Ich so, wozu? Also wir werden Sie vermissen. Ich so, das sagen Sie nur so, Herr Kaiser, wir werden Sie wirklich vermissen. Wer soll unseren Hof sauber machen? Weil in dem 15 Meter im Kreis, Bro, ich bin öfters mal alleine gegangen, die ganzen, die rauchen, die schmeißen die Dings runter, die kippen hin und her. Ich kenn's. Ich hab Dings genommen, den Besen, Bro, hab den Besen sauber gemacht, alles sauber gemacht in 1 Stunde, damit ich einfach Zeit vertreibe. Ja, voll. Einfach so easy. Und ich so, haben Sie schon gewusst? Ja, seit heute Morgen ist schon um 6 Uhr Dings da gewesen, der Fax, dass Sie entlassen werden. Ich rein, warte auf, dass mich jemand geholt, kommt Sibyl in Tränen. In Tränen. Ich so, Enis, ich gönn's dir vom Herzen, ich werde dich so vermissen, du bist so ein guter Mensch. Es war eine Lesbe, weil sie mir erzählt hat. Mhm. Die so, ich werde dich so vermissen, Enis, du bist so ein Herzensmensch, ich gönn's dir vom Herzen. Ich hoffe, du meldest dich denn irgendwann. Ich habe mich leider nicht gemeldet. Und. Und ich so, okay. Sie sind hochgegangen und sie so, wie lange brauchst du? Ich so, gib mir eine halbe Stunde. Ich lasse die Tür offen. Ich so, gut. Ich so, ich bringe dir den Wagen für deine Sachen. Ich so, okay. Ich komme hoch, Bro. Und dann hörst du dann natürlich die Tür, klack. Und dann, ja, 6 Zimmer gewesen. Ich hatte das größte, ganz hinter Schiene. Und unten war offener Vollzug, die ganzen Araber, Marokkaner, Albaner und wir hatten Bosnien, alles. Und er so, hey, Bratte, was läuft? Wie ist gegangen? Und ich so, gut, Mann. Darfst du nach Hause? Ich so, ja. Und aus dem heiteren Himmel, der Gebir. Alle, aber Schalt, 15 Mann. Und es war wirklich wie im Käfig gewesen. Mhm. Schalt, Wahnsinn. Ja, es schallt extrem da drin. Richtig laut. Emotion des Grauens, Mann, Alter. Krass. Und dann kamen sie mit dem Wägeli, draufgepackt. Ich so, dieser würde gerne Tschüss sagen. Ich so, ja, mach alle Zellen auf. Die Zellen aufgemacht, dir T-Shirt gegeben, dem Shorts, dem Pullover, dem Hoodie. Alle Sachen, die ich hatte, Ziggis, wer keine hatte, mitgebracht. Alles habe ich da gelassen. Okay. Nur meine Sachen. Unten bin ich gegangen, hatte Dings gehabt, meine Tasche eingepackt. Und
Ibi. Kennst du Ibi? Ibisch. Mann. Ibi hat mir geschickt gehabt, Red Bull und so. Aha. Dose. Darfst du ja nicht. Darfst ja auch nicht rein, Dosen und so. Und er hat mir Red Bull, weil er ist ja Red Bull-Trinker, hat mir Dose geschickt und ich so, ey, krass. Ich so, ey, ist ja noch, ist ja erst halb 6, halb 7 gewesen. Ich so, trinke ich nachher. Und dann bin ich raus mit der Tasche, Bro. Und da stand ich plötzlich draußen. Und ich so, okay. Und ich wusste den Weg, plus, minus, weil ich immer zu den Einfahrnamen nach Luzern gefahren bin. Mhm. Tasche, langsam. Den Weg runter und das Realisieren, du bist draußen, das ist noch gar nicht der Fall gewesen. Mhm. Zum Bahnhof angekommen. Jetzt muss ich das Ticket lesen. Ich so, okay, wie lese ich das Ticket jetzt? Dann ein Mann gefragt hin und her und es gibt ja, die Automaten kannst ja kein Geld mehr reintun. Ja, nur noch mit Karte. Nur mit Karte. Mhm. Ich habe ja keine Karte, nur Cash gehabt. Ich so, können Sie mir eventuell eine Karte ziehen? Ich bin nur zu Besuch da und ich muss nach Zürich, ich gebe bisschen Cash. Er so, ja, gerne. Und hat mir ich so, können Sie mir helfen? Ja, gemacht. Ich so, da Cash. Keine Ahnung, was die Karte kostet. 20, 30 Franken oder so. Ich so, 50 ist gut. Er so, nein, ich so, ist gut, danke. Viermals Zug. Habe ausgestiegen, war 8 Uhr 15, 8 Uhr 10. War das genau die Zeit, wo ich essen durfte, trinken. Mhm. Ich Red Bull aufgemacht, getrunken, ein Ziege geraucht. Auf der anderen Seite beim Landesmuseum. Steht da wie ein Clown, Alter. Ich so, wie komme ich jetzt nach Hause? Ich so, weil der Tram fährt nach Hause. Mhm. Weil ich wohne ja oben beim Unterstraß, bei Milchburg in der Nähe. Ich so, welche Bahn fährt jetzt nach Hause? Ich so, keine Ahnung. Ich so, egal, ich rauche dann einen Cent. Dann dachte ich, oh, fahr doch mit dem Taxi, du Vollidiot, Alter. Ich so, was war das für ein Tram? Gehe ich zum Taxifahrer, ich so, können Sie mich nach Hause fahren? Er so, ja, sicher. Wo wohnen Sie denn? Ich so, da und da. Er so, okay, fahren wir. Ja, gefahren. Ich hatte der Wohnungsschlüssel alle zurückbekommen. Durch die Tiefgarage, durch den Ausgang von der Tiefgarage wieder rein. Guckst du, lauf vorbei, Autos hin und her. Erster Stock. In der Zwischenzeit, Bro, ich hatte ja Haare nicht geschnitten gehabt. 6 Monate. Bis da. Ah, Also, was. schon richtig Pilz gewesen. Aber Cappy. Ja. Abgenommen 16 Kilo. Ja. Ich so, nein, mach ich nicht. Ich höre so die Kinder drin. Ich lüte so. Hoffen wir das Beste, befürchten wir das Schlimmste. Ja, ist nicht so schlimm. Auf jeden Fall. Hast du die Kinder gehört? Ja, ich habe die Kinder gehört. Sie war nie alleine. Das hat sie mir nachhinein erzählt. Und ich so, soll ich mich schießen? Nein, Mann, ich kriege nicht mit Schlüssel rein. Kriegt sie Paranoia oder so? Einbrecher. Ich so, klingel mal. Ich geklingelt. Dann höre ich so von drinnen, Mama, an der Tür. Und der Kahn war ja dazu mal 3 Mhm. und Tochter war 6 erst. Okay. Ja, 3 und 6. Und ich so, okay. Und sie so, ey, Frau, Mann, wie schnell habt ihr gegessen? Und so, und ich merke, sie ist noch am Essen, war 20:30 Uhr knapp. Mhm. Sie so, wie schnell seid ihr am Essen gewesen? Wie schnell habt ihr gegessen? Ja, weil die sind ja zu ihr gekommen. Macht so die Tür auf. Ich stehe so an der Tür mit meiner Tasche. Und sie macht die Tür auf. Ich so, Salam alaikum, Schatz. Sie guckt mich so an, ich so, ich bin gekommen zum Iftar, zum Essen. Sie so, von oben unten ohnmächtig geworden. Nein. Mann. Und die Kinder kommen so zu mir. Sie so, Papa, bist du das? Ich so, ja, Schatz. Boah, Und die Alter. Kinder sind am Rennen im Wohnzimmer, wussten gar nicht, haben mich gar nicht wiedererkannt. Ich da wieder geholfen, hin und her, ein Stück Brot auf dem Mund. Ich so, Schatz, hör auf, steh mal auf, alles gut. Bist du das Kopf, was du sagst? Und ich sehe so Vater Morgana, dachte, träum mich hin und her, kneif mich mal, ich gekniffen. Ich so, stand mal auf, Mann, hör auf. Aufgestanden, sie so, wie kommst du nach Hause? Ich so, ja, wieso hast du nichts gesagt? Wir hätten dich geholt, hin und her. Ich so, lass mal die Geschichte. Und dann sagt sie, ey, wir rufen jetzt deine Söhne, unsere Kinder an. Weil wenn du sie fragst, wie viele Kinder haben, sagt sie immer 4. Schön. Wow. Immer 4. Auch nicht selbstverständlich. Nein, das Mega ist nicht schön. selbstverständlich. Sagt sie immer 4. Und wenn wir auch in den Ferien sind, Bro, nimmt sie die auch immer mit und sagt, das sind meine 3 Söhne und meine Tochter. Schön. Wirklich. Und dann sagt sie, wir rufen Kian an, Nail an. Wir rufen Kian an und Kian so, ey, Fatima. Und ich so, heißt sie, ne? So, Babo? Ich so, ja. Also, Babo? Ich so, ja. Babo, wo bist du? Ich so, zu Hause, da, Schatz. Nein, Papa ist zu Hause. Komm, Papa, komm ich sofort holen. Komm ich sofort geholt. Ich so, ja, Schatz, ich komme. Und seine Mutter so, nein, Kian, der schläft. Du kannst jetzt schlafen und das ist gut. Typisch Schweizer. Und ich so,
Schatz, Papa kommt nicht. Nein, kommt mich heute jetzt holen. Ich will jetzt zu dir. Mama, ich will sofort. Ich will zum Vater nach Hause. Ist mir scheißegal. Und ich so, ich komm dich morgen holen. Hör auf, streite nicht mit ihr. Du weißt, wie sie ist. Mach das nicht. Papa kommt morgen. Ich beide, Papa, wann kommst du? Ich so, wann du willst. Wir haben Schule aus um Mittag. Komm sofort. Nach dem Mittag. Komm sofort. Ich so, okay. Bro, die Begegnung dann mit denen Boah, war eine andere Dimension. War eine das andere glaube Dimension. ich. Dein Erstgeborener. Aber So. war eine andere Dimension. Er war sehr talentiert im Fußball. Mhm. Hat er bei GC gespielt. Ich bin verhaftet worden. Er hat aufgehört. Er hat gesagt, ich spiele nicht mehr Fußball. Mein Vater Okay. ist nicht mehr da, ich habe keine Lust mehr. Der hat das sicher gespürt, ne, dass du nicht im Ausland Er und warst. Tochter. Ja. Er und Tochter. Der älteste und die mittlere. Also ja, die drittjüngste. Ja. Aber die waren misshandelt. Muss dir vorstellen, den Morgen, wo sie gekommen sind nach Hause, die Kinder sind an mir wie Kletten gewesen plötzlich. Die wollten mich gar nicht mehr loslassen. Die wollten gar nicht mehr in den Kindergarten. Die haben es gespürt und. Und ich wusste schon, dass ich gehe. Unter Bewusstsein habe ich gedacht, okay, die werden mich mitnehmen, vielleicht ausfragen, befragen, Zeugen hin und her, dies, das, jenes. Aber das ist jetzt so eine lange Zeitperiode, knapp einem halben Jahr, hätte ich nicht gedacht. Ja. Hätte ich gar nicht gedacht. Wo du drin saß, hast du es bereut? Ja. Ne? Oh. Ich habe mir drinnen geschworen, ich sage es dir so, wie ich dir vorhin kurz erwähnt habe, ich habe gebetet. Und ich habe mir drinnen geschworen, ich werde kein einziges Geschäft mehr machen, was nicht rechtmäßig läuft oder was illegal ist. Mhm. Ich bin aus dem Knast raus, habe Telefone bekommen. Ey Bruder, was machen wir? Wie geht's weiter? Ich so, ruf den Markus an, mach das, was ihr wollt. Ich mache gar nichts. Feierabend. Ich habe angefangen zu arbeiten, habe 3 Jobs, in der besten Zeit habe ich 3 Jobs gehabt nach dem Knast, musste natürlich wieder arbeiten. Türsteher, wieder. Nachts habe ich Apotheken beliefert, Medikamente und habe einen Job gefunden im Finanzwesen. Finanzwesen in dem Sinne, wo ich bei einer Firma gearbeitet habe, die mir Chance gegeben hat, wo ich ihm auch dankbar bin dafür. Und ja, 3 Jobs, Bro. Und dann habe ich noch in der Himmel Lounge gearbeitet, nebenbei als Kellner auch noch 4 Jobs, Bro. 3, 4 Jobs. War scheißegal, ich musste. Geld verdienen. War noch was übrig von der Zeit? Nein, Gar nicht. nichts. Okay. Und wie war es mit Jobsuchen, trotz ich war mal im Gefängnis? Fragen die danach, oder? Gut, die wussten ja, als Türsteher wussten sie, dass ich im Knast war. Ja. Gar kein Problem gewesen, für die war es okay. Ja, ist Ähm, sogar Anforderung. Ja. Ich habe in Basel gearbeitet, Mann. Basel. Ja, ich hatte ja mit Hells und alles. Mm, Hells sind heute meine Kunden. okay. Also in dem Finanzsegment, das heißt im Bereich Immobilienfinanzierung, Hypotheken, Sachvermögensversicherung für KMUs, für Privatpersonen, Steuerberatung und Firmengründungen. Okay. Das sind Hells heute meine Kunden. Während der Zeit habe ich sie akquiriert. Ja. Krass. Und am Anfang, wo ich angefangen habe zu arbeiten bei ihm, er wusste, ich war sehr transparent, weißt du. Ich habe es mir so vorgenommen, ich bin dran transparent. Ich muss niemandem was verheimlichen. Ich bin hingegangen, habe gesagt, hör zu, bevor wir über das Ganze reden, du sollst eins wissen. Ich war ein halbes Jahr knapp im U-Haft, im Knast. Ich habe nichts mit Leuten zu tun. Ich habe keine Drogen verkauft. Ich habe keine Drogen konsumiert. Ich trinke keinen Alkohol seit unzähligen Jahren. Ich bin religiös, ich und meine Familie. Und niemand kann mit dem Finger auf mich zeigen. Mhm. Entweder du kannst damit klarkommen oder nicht. Wenn du nicht klarkommst, bin ich dir nicht böse. Ich bin dir dankbar für die Zeit, die du genommen hast. Und gut ist es. Mhm. Also, nein, kein Problem. Ist gut. Aber schön auch, Hin und dass her du mit und so. offenen Karten spielst. Und er hat mich ja aufgenommen und ich bin ihm auch sehr dankbar gewesen, wirklich. Dann hat die Zusammenarbeit hat sich ja irgendwann beendet letztes Jahr im Oktober, weil ich bin ein Mensch, ich bin sehr direkt. Ich bin sehr direkt. Von mir wirst du nie hören, wirst du nie hören von jemand anderem, von einem gemeinsamen Kollegen, der Enis hat schlecht über dich geredet. Mhm. Wenn ich dir was zu sagen habe, sage ich, Kiran, das hast falsch gemacht, du bist ein Wichser, du bist ein Arschloch, Oh. sagst du mir, Enis, sowas habe ich gerne. Es gibt aber heute diese Heuchler, Ja, wie soll ich sagen, diese Pisser, diese Möchtegerne, der redet, in jeder Ecke redet er über jemanden schlecht. ja, ist so. Und das habe ich nie gerne gehabt. Und dann Gleichfalls. bin ich jetzt bei der Firma seit 1.1.2024. Mhm. Wir haben mir eine riesen Chance gegeben. Ich habe meine eigene Filiale eröffnet in Dübendorf, im Finanzwesen. Mit der Zeit kommt der Erfolg. Wenn du deine Arbeit qualitativ machst und ehrlich machst, kommt es auch ehrlich im Leben zurück. Mhm. Und mit allen illegalen Sachen seit 4 Jahren habe ich nichts zu tun. Wenn du mich gefragt hast, ich bereue es. Ich habe drinnen
sage ich einfach mal, du und Gott seid eins. Mhm. So Gott bist du noch nie so nahe. Mhm. Und dort habe ich gesagt, ich so verzeih mir für meine Fehler, die ich gemacht habe. Mhm. Ich werde diese Fehler nie wiederholen. Ja. Bitte verzeih mir das dafür. Ich bereue es, was ich meiner Familie angetan habe. Mir war es scheißegal, wäre ich Single, keine Kinder, nichts. Ja, Ja, ja. okay, sitzt du drinnen, ciao. Aber ich habe der Familie viel wehgetan. Und ich habe auch natürlich den Segen von der Familie erwählt. Okay, bitte verzeiht mir für das, was ich gemacht habe. Mhm. Was du gemacht hast, willst du sagen, willst du nicht Ah, sagen? nein, Okay, okay, nein, was? okay. Nee, ist doch nicht zur Sache. Ich dachte einfach, nach sagen die Leute, wieso hast du ihn nicht gefragt? Es gibt Ich Sachen, sag's man dir muss unter nicht, 4 Augen. ja, man muss denen auch nicht alles vor der Nein, Kamera also, sagen. das habe ich auch gemerkt, auch im Laufe der Jahre, Bro. Den Leuten nicht zu viel preiszugeben Ja. von mir. Ist so. Nicht zu viel preiszugeben. Lebst besser, lebst ruhiger. Ja, Bro, und ich verkehre auch, ich bin ein Mensch, ich habe viele Leute distanziert in meinem Leben. Mhm. Das ist so wie im Obstkorb und die faulen Äpfel habe ich ja weggeschmissen und die gesunden sind da geblieben. Mhm. Und das musste ich ja irgendwann lernen. Ja. Die Problematik war bei mir immer so, ich bin eine gute Seele und ich denke, du bist genauso. Genau, ja. Und dann kommt gewisse und die ficken dich dann. Ja, klar. Und das ist die Problematik, was ich im Laufe der Jahre gelernt habe jetzt, Mhm. aber trotzdem immer noch, wenn ich sage, ey, Enes, kannst du mir nicht helfen? Okay, ich helfe dir. Ja, die soziale Ader drückt manchmal durch, obwohl der Verstand eigentlich sagt, Ja. es macht keinen Sinn. Was sind die 3 Sachen, die du die Zeit am meisten gelernt hast? Also eins mal, dass du Gott sehr nah warst, oder? Dass Also du Gott den sehr... Islam, Ja. Islam, wo ich Der hat dir mega Kraft nur, gegeben. Nur das. Okay. Also ohne den Islam wärst du eigentlich kaputt gegangen, da 100%. drinnen. 100%. Okay, Ohne den Islam wäre ich drin kaputt gegangen. okay. Ich meine, ohne den Glauben an Gott, Ja, ob es jetzt Christentum ist, Islam oder was auch immer, es spielt keine Rolle. klar. Ein Gott haben wir, die einen wir nennen den Allah, die anderen nennen den Jesus, wie auch immer, aber ein Gott. Die Verbindung zu ihm, Mhm. das hat mich wirklich am Leben erhalten. Mhm. Es hat mir so viel Kraft gegeben, ich kann diese Kraft nicht, ich war drinnen nicht mal müde. Ja. Bro, ich war drinnen nicht mal müde. Und ich habe ja auch nicht viel geschlafen. Ich bin um 10 vielleicht eingeschlafen. Ich hatte so mein Programm gehabt, um 10 bin ich eingeschlafen. Um 2, 3 bin ich wieder wach gewesen, Mhm. habe angefangen zu beten, bis die Sonne aufgegangen ist. Dann bin ich wieder kurz eingeschlafen, eine Stunde. Kam die schon mit dem Frühstück um 6:30 Uhr, 7 Uhr kam die schon. Mhm. Da warst du wieder wach, dann hast du gegessen, kurz Ziege geraucht, meine Zeitung gelesen. Das Geilste war, die haben mir immer Zeitung gebracht. War sexy, man. Die haben mir jeden Tag Zeitung gebracht. Die wussten Ja. ganz genau, Enis hat gerne Zeitung. Die Luzerner Zeitung oder 20 Minuten haben sie mir immer gebracht zum Ja. Lesen. Und das war so, da hattest so einen gewissen Ablauf drin. Mhm. Du hast wirklich einen gewissen Ablauf drin gehabt. Ja. Fernseher ist auch ne? Ja, ja. Ja, genau. Ist ja Grundrecht in der Schweiz, was viele nicht wissen. Aber ich habe nicht so viel Fernsehen geschaut. Okay. Zeitung und dich mit dir selber beschäftigt. Ich habe So. den Koran 2-mal gelesen. Okay. Und wenn ich jetzt sage, ich habe den 2-mal gelesen, dann heißt das nicht, dass ich ihn 2-mal verstanden habe. Ich bin immer noch wieder jetzt am Lesen. Mhm. Weil das ist nicht so einfach zu verstehen. Ja, es ist komplexer, als man denkt. Ist komplexer. Ist nicht, du liest es und dann Nein, weißt es, nein. wie so eine Autobiografie oder so. Ist Nein, ja nein. ganz anders, Und ganz ich hatte Zeit für verstrickt. mich halt mit dem Buch halt. Viel den Kindern geschrieben, viel. Auch die Briefe, die mir meine Freunde geschickt haben. Also wir haben einen gemeinsamen Freund, Mhm. der hat mir gerne ab und zu geschrieben, weißt du. Und der ist ja auch nicht gerade der große Schreiber. Mhm. Und wenn er was geschrieben hat, kommt ja alles zu der Staatsanwaltschaft, wird gelesen, Genau. wird mir weitergeleitet. Und die Zeichnungen, die da drin sind, das ist ja das Härteste, verstehst du, was ich meine? Mhm. Da kommen sogar die Wärter und lachen darüber, wenn sie mit dem Brief Mit seinen Zeichnungen drin. weißt du, von wem ich rede, oder? Von Nein. dem Dicken. Ah, er hat gezeichnet für dich. Mein Gott, er hat mir gezeichnet, hat mir einen Schwanz gezeichnet mit Sperma. Und er hat gesagt, trink mein Sperma, hat er drauf geschrieben. In jedem Brief, Bro. Du im Gefängnis, so, weißt du, ganz andere Probleme und der kommt. Ey, der hat wirklich, sein Brief war, Bro, wenn du duschen gehst, pass auf, wenn die Seife abgeht. Dass dich nicht ficken dort. Also, für die, wo ich nicht kenne, der Arzt drin ist einfach maximal lustiger und ein guter Mensch. Also wirklich maximal gut und sein Humor Andere unangefochten. Nein, das ist ein Herzensmensch, wo ich trage ihn im Herzen. Ihn, seine Frau, seine Kinder, seine Mutter und den Bruder. Er Ja, ist wirklich ein Wow. Für mich ein Top. super Mensch, super Mensch.
Er soll auch mal kommen, habe ich gesagt. Ja? Wäre so witzig. Das wäre geil, Mann. So zu dritt mit ihm wäre auch noch Ich lustig. schwöre, ja. Ich habe vor, ich habe jetzt noch mehr Mikrofone. Ich habe vor, auch mal größere Runden zu machen. Dann einfach so eine Chai-Runde. Das wäre geil. Über Mann. Gott und die Welt. Ja, aber für ihn, für Azrael musst du Shisha bringen. Sonst Ja. ohne Shisha läuft nichts. Sonst kommt er nicht. Sonst Oder? kommt er nicht. Arztlein wäre mega witzig. Wäre mega witzig. Nein, es war eine krasse Erfahrung, Mann. Krasse Erfahrung. Du merkst, dort da drinnen, wie gesagt, was hat dich am Leben erhalten? Die Religion, der Islam hat mich am Leben erhalten. Und dort drin habe ich selber beschlossen, dort weiß ich, wer Vater ist, wer ist Mutter. Mutter ist ja schon gestorben, ist ja schon länger her, 9 Jahre her. Danke dir. Aber dort merkst du schon, wer ist Familie. Wir sind Bekannte zur Familie geworden und Familie sind zu Bekannten geworden. Ja. Das ist krass. Das ist krass. Und jetzt, wo ich immer wieder gesagt habe, ich kam ja aus einem wirklich armen Verhältnis aus Serbien. Heute reich, wieder Grounding, dann wieder hoch, dann wieder Grounding. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt nochmal 2 Koffer, wir gehen von vorne wieder los. Bin 44, habe mir Zeit gegeben bis 50. Noch 1 Million zu drehen, 2 oder mehr, so Gott will. Und dann Ruhe. ja. Auf dem Weg. Der Aber alles legal ist. alles legal. Genau. Alles legal. Genau. Ich habe ein sehr gutes Netzwerk, vor allem war sehr wichtig für mich, wichtig ist, Bro, ich bin rausgekommen und ich habe nirgends die Türe mit dem Arsch zugemacht. Dass ich nirgendwo, sage ich jetzt einfach mal, dass ich jetzt zum Beispiel zu dir, wir kennen uns, dass ich die Arsch bei dir dass ich die Tür mit dem Arsch zugemacht habe, sagt, ey, Enis, nee, die Tür war überall offen, überall. Die Leute haben überall angeboten. Komm zu mir, kannst du mehr, arbeite hier, arbeite dort, mache und tue. Und ich bin für nichts zu schade. Ja. Ich bin für nichts zu schade, das bin ich. Also auch so eine riesen Lektion für dich war sicher Liebe auf legalem Weg, weil die Kopfschmerzen, die du hast, oder ich stelle mir jetzt vor, die sind reingekommen, 6 Uhr morgens, bam, 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 sowas will man doch nicht mehr erleben. Oder ist mit der Angst, dass es morgen, übermorgen oder in einem Jahr passieren könnte, dann nützt mir das Geld doch auch nichts. Nein. Wenn ich immer diese Kopfschmerzen oder diese Angst habe, muss ich jetzt von meiner Familie weggerissen, oder? Weil das Krasseste war ja, wie gesagt, von der Familie weggerissen. Die Anfangsphase, ich bin ja rausgekommen und Azrin hat mich ja, der Trainer hat mich ja, am Donnerstag hat er mich geholt, war noch Ramadan. Nach dem Essen war ja Lockdown. War ja alles eigentlich schon noch zu gewesen. Wir sind ins Barbus. Und Barbus hat ja nur für geladene Gäste so einen separaten Eingang gehabt unten. Und er hat mich da zu Hause abgeholt und wir sind hingegangen und wir sind gerade mal aus der Straße Richtung, Richtung beim Limmatplatz gewesen. Die Tochter hat mich angerufen. Papa, komm wieder nach Hause. Ja. Ich so, was? Sie so, komm bitte wieder nach Hause. So, wir haben Angst, dass du nicht nach Hause kommst wieder. Bro, ich so, Papa, komm wieder nach Hause. Training fährt mich, Schatz, gar kein Problem. Nein, du kommst nicht wieder nach Hause. Und so ging es wirklich vielleicht 1-2 Wochen lang. 1-2 Wochen lang. Und für mich war am Anfang, Bro, ich bin am Abend, diesem Abend, wo ich rausgekommen bin am Abend, sind die alle schlafen gegangen und ich saß da. Und dann bin ich hin zu den Kindern, hab sie angefasst. Ich so, okay, bin ich wirklich zu Hause? Krass. Ihre Füße geküsst. Dann bin ich auf der Terrasse rauchen, spazieren. Dann dachte ich, okay, Wohnungstür geht auch auf. Dann geht Keller runter, dann gehen Tiefgarage, bin ich rausgegangen, spazieren. Überall bin ich spazieren gegangen. Nonstop bin ich nur spazieren gegangen. Krass. Nonstop bin ich spazieren gegangen. Also surreal. Ja. Bin viel spazieren gegangen. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass du der Meinung bist, dass nichts ein Zufall ist. Dass alles geschrieben ist, so Alles kann ist man geschrieben. sagen. Also sagst du auch nicht, dass du das bereuen, nicht in dem Sinn, aber es hat passieren müssen, dass du heute der Mensch bist, der du bist. Ich bin Gott dankbar, dass es passiert ist zu dem Zeitpunkt. Weil es wäre noch ein größerer Schaden entstanden. Ich hätte noch eine größere Sache vorgehabt, wo ich selber mir gesagt habe, dann höre ich auf. Ich mache das noch zu Ende, dann höre ich auf. Und ich bin Gott dankbar, dass es dann passiert ist. Weil das liegt ja daran, wir können, solange wir wollen, aber nicht so, wie es Gott nicht will. Und dann kommt der Zeitpunkt, wo Gott gesagt hat, das ist hier bis fertig. Und ich bin Gott dankbar auch für diese Prüfung, dass ich die 6 Monate abwesend war, dass
dass er mir das ganze Geld weggenommen hat, weil das war ja Haram-Geld. Ich sehe das so, als Haram-Geld sehe ich das so. Und ich merke, jeden Rappen, den ich jetzt verdiene, auf dem ehrlichen Wege, egal wo ich ihn hinlege, wird es aus den Franken, werden es 2 Franken plötzlich. Und das ist so, der hat mich zu dem, es musste passieren, dass ich heute das bin, was ich jetzt bin. Ja. Ja. Schön, also mega schön, dass man so etwas Traumatisierendes Ja. so verarbeitet, weil viele fallen in Selbstmitleid, oder? Und denken, ah, scheiße, und warum? Und Naja, keine Ahnung. dieses Selbstmitleid ist so, mich haben viele Leute bemitleidet, wo sie mir immer gesagt haben, du bist ein Weise. Du bist ohne Vater und Mutter aufgewachsen, du bist ein Weise, du verdienst mehr im Leben. Aber ich habe mich nie als Weise gesehen. Ich war da, mich hat die Straße, ich war im Kiez, ich habe in Berlin, bin wirklich im Kiez aufgewachsen mit den ganzen Gangstern, wo ich gewisse Leute, die jetzt ausgeschafft worden sind aus Deutschland, mit denen ich verkehrt habe, wo auch diesen, wie nennt man, Abu Shaka, wer ist der, Arafat, wo ich auch persönlich mal dazu mal kannte, wo die ganzen Familien, die man kennt in Deutschland, ich habe mit den Leuten verkehrt. Ich habe mit den Leuten verkehrt. Dazu gab es ja Gruppierungen, das war das Geilste, gab es ja früher Gruppierungen, das ja die Six Boys und Kreuzberg, Charlottenburg, Wedding, Neukölln, hin und her. Und da reinzukommen, musstest du ja eine Mutprobe machen. Das heißt, du hast gekämpft gegen 6 Leute. Okay. Willst du dazugehören? Gar kein Problem. Und bist du rein, hast du mit denen gekämpft, dann die Fresse eingeschlagen, hin und her, bist wieder rauf, hin und her. Alles, also wirklich, ich bin wirklich im Kiez. Mich hat die Straße ist meine Schule gewesen. Und zum Teil auch Eltern. Ja, also Vater war ja los, Stiefmutter war ja da als Stiefmutter. Das, was jetzt meine Frau als Stiefmutter für meine Söhne ist, sie ist schon eher Mutter. Ja, ist eine ganz andere Liga. Ganze Liga. Vater war da, er war viel auf Montage, arbeiten hin und her, wenn man es gebraucht hat, okay, wie viel brauchst du? 100, das mal Markzeiten, da hast du 100 Mark, willst du fehlen, da hast du 100 Mark, hier hin und her. Ihm ging es nicht schlecht, ihm ging es sehr, sehr gut. Und dann kam das Grounding und dann war, okay, gehen wir wieder hoch. Und heute geht es ihm sehr, 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 sehr gut. Schön. Sehr, sehr gut. Er lebt ein sehr, sehr gutes Leben. Aber trotzdem war der nicht da, als ich im Knast war. Ja, eben. Nein. Eben. War der trotzdem nicht da. Das war das Problem. Ja, wie du gesagt hast, dann Bekannte werden zu Familie, Familie wird zu Genau. Bekannten. Und dort merkst du es richtig. Ich habe ja nicht viel erwartet von den Leuten. Auch von meiner Familie habe ich auch nicht viel erwartet. Okay, dass du mir was schickst. Das Telefon. Wie geht's dir den Kindern? Genau. Brauchst du was? Genau. Frau hat sowieso gesagt, nein, ich brauche nichts. Aber schon der Anruf ist Genau. so wertvoll, so respektvoll und wird mehr geschätzt, als wenn du mir nach Hause etwas bringst. Genau. Ja, wahre Freunde. Also das höre ich ja viel auch im Gefängnis, wenn die Insassen sagen das viel. Ich habe hier erst richtig kennengelernt, wer meine wahren Freunde sind. Ja. Du weißt, wenn du immer da bist, ist schnell mal easy, ein Telefon, Ja. oder du siehst dich, hey, lange gesehen, trink mal einen Kaffee. Aber wenn du weg bist von der Gesellschaft, dann merkst du wirklich, wer kümmert sich eigentlich um dich? Wer schert sich überhaupt um dich und um deine Familie? Du kennst es ja besser, du hast ja. Wie lange warst du jetzt dort? 3,5 Jahre. Also es sind wirklich viele Tränen geflossen in meinem Büro. Und auch Familientragödien mitbekommen oder wie das alles jetzt gekommen ist bei denen. Also herzzerreißend, sag's dir ehrlich. Man hat ja auch Empathie. Sag ja nicht, du bist Mensch oder du bist Häftling. Nee. Und alles Menschen. Ja, Der hat weniger Glück gehabt, der hat einen dummen Fehler gemacht. Klar, es gibt auch Hurensöhne, gibt's auch. Die sind auch im Gefängnis, wenn wir über Pedos und so reden. Ja, hatte ich auch. Weißt Hatte du, ich das auch. ist was ganz Hatte ich anderes. auch. Aber Wie der ist das? durfte nicht mit uns spazieren gehen. Ah, okay. Er durfte mit uns nicht spazieren gehen, weil er wusste ganz genau. Was Ich hatte eine passiert? gute Führung gehabt, alles gut und recht. Ich hatte einen drinnen, der hat sich lustig gemacht über meine Religion während dem Spaziergang. Und du kannst mich verfluchen. Du kannst sagen, Hurensohn, du kannst sagen, Wichser, ich fick deine Mutter, alles kannst du mir sagen, sag ich in Ordnung. Aber wenn du dich über meine Religion lustig machst, über meinen Propheten oder über meinen Gott, dann hast du das Problem. Okay. Und wir waren ja dort am Tischtennis spielen und dann, wir haben ja, der Italiener und der Albaner waren auch da, wir haben einfach über Religion geredet. Beide sind Christen, aber überall allgemein über Religion, wie es ist im Christentum, weil der eine ist orthodox, der andere war Christ und. Und derjenige, der mit mir gespielt hat, war relativ jung, war 23 zu dem Zeitpunkt, 2,10 Meter groß. Und er so, was ist das, dieses La ilaha illallah, wer ist Mohammed, was für Scheiße. Und über die Tischtennisplatte mit Tischtenniskelle geworfen, mit dem Schläger.
über Tischtennisplatte, direkt und waren die sofort da, weil die überall Kameras stehen. Ja. Herr Kaiser, was ist los? Hin und her. Ich so, alles gut, alles gut. Also was ist los? Ich so, keiner macht sich lustig über eine Religion. Sie können es ja abspielen, was er gesagt hat. Sie können es gerne abspielen, Sie können es gerne vor- und zurückspulen. Keiner macht sich über meine Religion lustig, über meine Propheten. Sie können mich verfluchen, machen, tun, was sie wollen, aber in meiner Religion nein. Alles gut, alles gut. Und der ist nie wieder mit uns spazieren gegangen. Nie wieder. Ich habe mich auch nicht von ihm verabschiedet. Das ist ja auch relativ am Anfang passiert. Was ich erfahren habe von den Wärtern, er hat eben über Luzifer geredet, wo wir zusammen waren. Immer Luzifer, Okay. Luzifer, 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 das ist der, es gibt keinen Gott, Gottes, Scheiße, hin und her. Luzifer ist derjenige, der alles gibt. Und da habe ich ihm versucht, gewisse Sachen mal zu erklären. Keine Chance gehabt. Wo ich in einer erfahren musste, dass er seine eigene Mutter morgens abgestochen hat, 48 Mal in die Kehle durchgeschnitten hat, weil er Luzifer ihm gesagt hat, du musst es machen. Also eigentlich ein psychisch kranker Mensch. Ein psychisch kranker Und wie ich auch Mensch. erfahren habe, danach, er war ja in U-Haft 1 Jahr oder so, vor mir schon, 2 Jahre und dann darf er wieder gehen nach Hause. Wie geht das? Über das Rechtssystem kann man streiten. Wie geht es das zum Beispiel, was ich drinnen gemerkt habe, auch eine ganz krasse Geschichte, wie Häftlinge, die über das Rechtssystem nichts wissen, von Staatsanwälten, Richtern und Anwälten schikaniert werden. So was hast du nicht gesehen. Mhm. Ja, ich habe schon gesehen. Drinnen habe ich es gesehen, gemerkt. Ich habe zu meinem Anwalt dazu mal gesagt, ich werde es in die Öffentlichkeit bringen. Das, was sie machen, das genau, sie versuchen das mit mir. Sie denken, ich bin dumm. Das ist gar kein Problem. Vielleicht sehe ich aus wie ein Dummbeutel. Aber das, was sie machen, nein, sie kooperieren mit dem Staatsanwalt. Ich weiß es doch. Ich habe alles notiert, Bro. In dem Buch, ich bin noch nicht fertig. Okay. Habe ich alles notiert. Aber das wäre mal das wäre mal eine geile Folge. Wenn wir eine zweite Folge machen über das Rechtssystem in der Schweiz. Das können wir gerne machen. Dort drinnen, wie ich das rausgefunden habe, können wir gerne in der zweiten Folge machen. Und wie das alles zustande gekommen ist, wo dann plötzlich der Rechtsanwalt, sag ich dir, wirklich die Hosen voll hatte. Mhm. Und gesagt, das machen Sie nicht, Herr Kaiser. Ich so, das mache ich 100%ig. Ich weiß, dass Sie genauso sind. Und die anderen Anwälte auch. Mhm. Ja, das wäre geil. Mitarbeiter Ex-Häftling. und Ex, ja, voll. So, das wäre mega spannend. Ja, Ob es Parallelen hat, ob wir uns vielleicht auch einig sind in vielen Fällen. ja. Weil hat ja auch einen Grund, warum ich gekündigt habe, ne? Gehen wir rauf? Ja? Gehen wir? Hast du Ziggis? Ich habe Hast du eine Toilette? eine Wohnung hier sogar. Ah, okay. Willst du noch irgendwas sagen? Nein, ich empfehle jeden, der eine geile Story auf Lager hat, mit einem geilen Typen an meiner Seite, aber die Sinn macht, nicht irgendwelche Fantasie zu erzählen. Genau. Mir werden noch ein paar Sachen einfallen, wo ich dir nicht erzählt habe, sicher. Mhm. Und dann werden wir sicher bei einer zweiten oder dritten Folge zusammensetzen. Gern, mega gern. Auf jeden Fall. Und eben wichtig ist, dass man nach dieser Folge immer etwas mitnehmen kann. Und was nehmen wir mit? Es bringt nichts, links, rechts zu machen. Geh den geraden Weg, mach das, was du, also geh deinen Werten nach, guck auf deine Familie, schau, wer deine Freunde sind und alles andere macht keinen Sinn. Es steht ja immer geschrieben. Bei mir stand es auch geschrieben. Mit 30 werde ich Millionär. Bin Millionär geworden. Werde das Grounding haben nach der Scheidung. Das ist auch passiert. Werde wieder Kohle machen und werde wieder grounden. Ich habe jetzt wieder vor 3 Jahren meine 2 Koffer gepackt. Und es geht mir gut, Mann. Es geht mir wirklich gut. Sehr schön. Die Lebensqualität. Ich bin happy, wie du schon gesagt hast. Ich kann mich ins Bett hinlegen und ich muss irgendwie keinen Bammel haben oder sonst irgendwas, dass jemand jetzt an der Tür klingelt und sagt, okay, Herr Kaiser, wir haben die Haustür. Für was? Genau, Nein. genau. Mit einem reinen Herzen lebt es sich einfach einfacher. Auf jeden Fall. Danke dir, Hey, wirklich, danke für die dir, Offenheit. Und jetzt erfahre ich, um was es gegangen ist und ihr nicht. Ciao zusammen. Stimmt, lernen wir voneinander, lachen wir miteinander.